20 Minuten gehen. Äh, wir sind gleich live. Hoffe ich. Wir schauen, ob es funktioniert. Und du zeichnest es auf, sehe ich, oder? Record steht bei mir. Ne, müsste live sein. Da sehe ich noch Okay. nichts. Das ist immer das mit den verschiedenen Programmen, gell? Hast du dein Bildschirm groß? Hast du irgendwo im Eck live oder so? Ja, ich sehe Ja, auch, dass wir live sind, ja. Also bei mir steht auch, dass wir live sind seit einer Minute. Gut, ich meine, es kann tatsächlich sein, dass es leicht versetzt ist, gell? ja. Das kann natürlich sein. Ja, gut, jetzt wird 89. Ah ja. In ein paar Sekunden ist es dann soweit. Glaubst? Ja, ich sehe, dass wir 93. Ah, der tut die ganze Zeit was hochladen. Leider. Also er zählt immer bis 91, 92, 93 hoch. Hier oben wird hochgeladen. Okay. Siehst du das auch? 94, 96. Ja, genau. Naja, aber tatsächlich live gehen tun wir nicht. Ich gebe mal Bescheid. Die Sch ja. Ich schreibe, dass wir technische Probleme haben. Wir sind gleich soweit. Ich unterstütze dich da. Ach, der hat einen eigenen Stream aufgemacht. Der hat nicht den angemeldeten genommen. Ja, siehst mal. Das ist doch... Du musst in das Studio von dem Stream. Mhm. Geht es noch? Ich probiere es mal. Ah Genau ja, das habe ich weil nämlich... ich sehe uns. Ich sehe uns, wir sind eigentlich live, ja, genau. Genau, aber nicht auf dem angemeldeten Stream. Mist, ja. Ah, das ist gemein. Okay, jetzt könnte ich höchstens den Stream löschen, den angemeldeten, und wir sagen den Leuten im Chat, die sollen auf meinen Kanal schauen. Das mache ich dann schnell. Oh Gott, ja, schaut hier. Ach, das ist ja... Ja, die müssten jetzt hier reinkommen. Ich habe den Link in den Chat reingepostet. Das ist ja gemein, gell? Genau das habe ich Ja, nicht ja, befürchtet. ja. Wir haben jetzt hier 4 Zuschauer und ja. Naja, nicht so schlimm. So, Aber dein genau das Stream, habe ich... dann möchtest du dann, ja, ich gebe das Wort wieder an dich. Ich bin einfach mal ruhig. Weil es steht nämlich extra schön drin, sobald die Drittsoftware Futter kriegt, dann startet der Stream im Studio. Ja, du, wenn du die Software nicht so oft einsetzt, dann passiert halt sowas auch mal. Ja. Kein Problem. Aber 500 € im Jahr für so eine Software. Ja, gut, Unternehmen brauchen sowas ja immer mehr und klar, manche zahlen dann auch was, gell, klar. Ja. Ja. Na, Gott Gut, sei ich Dank. meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Zuschauer. Wenn du möchtest, kannst du ja jetzt den Stream regulär starten. Perfekt. Also Leute, grüßt euch, Servus und Habidere. Jetzt haben wir es geschafft. Neue Stream-Software tut mir jetzt total leid. Normalerweise sollte der Stream automatisch starten, der angekündigt worden ist. Aber die Software hat tatsächlich einen eigenen Stream gestartet und deswegen habt ihr ihn nicht finden können. Hauptsache der Stoppschild nervt schon wieder, gell? Grüß dich, Stoppschild. Servus. Der Theo ist da, grüß dich. Also als Gast ist heute der Murat dabei, freut mich brutal. Murat ist immer sehr gern gesehener Gast und wir haben ein paar Themen heute vorbereitet. Und ja, das Video war nicht mehr verfügbar, weil ich es gelöscht habe, weil der Stream nicht automatisch gestartet hat.
Aber jetzt habt ihr uns ja gefunden und schauen wir mal. Also ein paar Themen haben wir heute vorbereitet. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Murat. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und wir haben, glaube ich, das erste oder das zweite Mal, dass wir zusammen live sind. Ja, sowas, ja. Sowas, ja. Und ja, es war total spontan und sind immer die besten, die Das stimmt. spontanen Streams, ja, genau, Das stimmt. genau. Und zwar geht es um den Stream hauptsächlich, was uns eigentlich so momentan beschäftigt. Und ich glaube, den meisten oder vielen, gerade im Fotografiebereich, hat uns die Sache mit dem Lichtbildidealisten ein bisschen schockiert. Und wir haben das ja ein bisschen verfolgt, was das abgeht in der Community. Und es sind ja einige Videos sind entstanden. Und die gute Nachricht ist ja, seit ein paar Stunden, und dort der Murat ja schon recht gehabt, du hast mir schon geschrieben, dass er den Account wahrscheinlich wieder zurückbekommt. Es wird eine Zeit lang dauern. Es dauert immer bei Google, bis es mal wirklich am richtigen Platz ist. Und die gute Nachricht ist, er hat seinen Stream wieder äh, zurückbekommen. Grüß dich, Christian. Sein Kanal wieder, ja. Sein Kanal, Entschuldigung. Ja, genau, sein Kanal wieder zu bekommen, ja, genau. Ja, also zum Thema erstmal möchte ich mich ein bisschen vorstellen. Ich selber, diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe selber auch einen YouTube-Kanal, der heißt Murat Vlogt. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und wenn euch mein Kanal gefällt und mein Content. Mir fehlen nur noch 120 Abonnenten, dann habe ich die 8000 Marke geknackt Wow. und ja, es wäre schön, wenn ich das doch irgendwie vor Weihnachten hinbekomme, was ich ja nicht glaube, aber ja, ich bin sehr, sehr vielseitig, auch als Mensch und ich fotografiere gerne, ich campe gerne. Im Moment kommt sehr viel Camper eben Content, wobei jetzt wieder ich eine ganz starke Serie starten werde zu Fotografie Ah, und genau, das ist immer noch ein Hobby von mir. Manche haben das moniert, warum da nichts mehr kommt. Ähm, Ich habe mich ein bisschen damals distanziert gehabt von der Fotografie-Szene. Ähm, Ich sage auch warum. Es war einfach, ja, das ist der Dirk, der muss immer ja, seinen ja. Senf da mit reinschreiben. Ich teile nachher auch noch ein bisschen aus bei ihm. Ja, auf jeden Fall, bei der Fotografie-Szene habe ich mich ein bisschen distanziert, weil es mir irgendwann mal zu sehr auf Konsum getrimmt war. Besonders der deutschsprachige YouTube-Szene, also die deutschsprachigen Fotografie-Creator, sage ich jetzt mal. Bitte, da darf sich nicht jeder angesprochen fühlen, aber sehr viele dürfen sich angesprochen fühlen. Da ging es nur noch um, welche Kamera hat man, welche Linse und Hm. es ging gar nicht mehr um Motivsuche, es ging gar nicht mehr um Bildaufbau, es ging gar nicht mehr um die Fotografie selber. Und Ja. dann habe ich mich wirklich mal komplett von der Szene distanziert, um dann zu erleben, dass es in der Camper-Szene nicht anders ist. Hm. Okay. Da ist es genau das Gleiche, also da Hm. läuft Das es habe ich so genauso. teilweise am Rand mitbekommen, ja. Ja, Der baut genau. das Teil ein, da kommt die Stromversorgung rein und Ja, 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 genau. also Also ist dort nicht anders als in der Fotografie. Ich meine, ich glaube, in dem Moment, wo man Video Creator ist auf YouTube, ist man ja auch Influencer. Ja, das eine geht, glaube ich, Hand in Hand. Ich stelle jetzt auch wieder Produkte vor. Im Endeffekt mache ich das ja auch ein bisschen. hm. Ja, aber ich versuche wirklich die Fotografie zu leben, nicht immer die Dinge zu kaufen, die ich meine, dass die mir fehlen und mich nicht von anderen Leuten beriesen lassen und Ja, anstecken lassen. ja. Zu meiner Person, weil wir jetzt auch über IT-Sicherheit reden werden. Ich habe meinen ersten Computer 1984 gekauft. Ja, schon ein paar Tage her. Und C64. nein, ich hatte den Atari 800 XL. Das war jetzt nicht die Ah, Konsole, sondern das war ein richtiger Computer. Der war eigentlich von der CPU und Grafikleistung und Soundleistung sogar einen Ticken besser als der C64er ja. und viel, viel günstiger. Den habe ich sogar damals mit Datasette für 200 Euro, 200 Mark gekauft. Ich wollte schon Euro sagen. Hm. 200 Mark, aber ich hatte halt damals überhaupt keinen Freundeskreis, mit dem ich Software oder Spiele austauschen konnte. Oh, Dann habe ich mir, ja, ein richtiges Taschengeld hatte ich damals auch nicht. Ich habe immer Geld bei meinen Eltern erfragen müssen und dann, wenn sie mhm. gnädig waren, habe ich was bekommen. Und Genau. da habe ich mir immer so Computerzeitschriften geholt. Und dann habe ich in den Computerzeitschriften waren dann diverse Codes drin, die habe ich dann auf meinem Atari-Computer abgetippt und auf Datasette abgespeichert. Und so hatte ich 1984 auch den ein oder zwei Programme und habe dann so ein bisschen auch das Programmieren mir Mhm. beigebracht.
Tatsächlich bin ich aber dann ins Handwerk reingerutscht, war jahrelang Handwerker und habe erst 2007, 2008 eine Umschulung gemacht Okay. und bin heute jetzt seit über 16 Jahren in der IT, Mhm. komplett in der IT-Abteilung und auch natürlich mit für Security verantwortlich mit. Dann haben wir, Also eigentlich ist es eine andere Person, aber ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der ihn da auch mit unterstützt. Und wir sind da natürlich täglich in dieser Materie drinne, werden auch geschult und ja, dann haben wir ja fast den gleichen Werdegang. Ich war auch ein Fachinformatiker lernen dürfen, ja, allerdings Richtung Systemintegration, also Kabelzieher, weil ja, früher waren es ja zwei Zweige, so eine war der Programmierzweig, da war ich richtig scheiße, da war ich richtig ganz, ganz schlecht, weil ja, ich ja, auch angefangen habe mit Basic, ich kenne ja, Pascal, ich kenne auch Comal und die ganzen Sachen, also guck mal, äh, ja, haben wir sogar auf der Schule damals lernen müssen, im Fach mm, mm, Informatik auf dem Gymnasium. Und das Interessante, eben um zurückzukommen auf das Thema, weil ich habe mir ja, die Videos ja alle angeschaut und wie das so passieren hätte können mit dem Account-Hacking. Und da überlegen wir zwei uns natürlich schon, ey, wie kann man da draufklicken, wie kann man das machen? Aber für uns ist ja das normal, weil wir so die Hintergründe ein bisschen wissen oder was passieren könnte. Jetzt, wenn irgendeine E-Mail kommt von der Telekom oder von der Sparkasse, dann schauen wir natürlich mal den Absender genau an. Ist das wirklich von der Domain losgeschickt oder ist das irgendwas Verschlüsseltes? Aber normale Menschen schauen da nicht drauf und ich glaube, dann passiert das ja ziemlich schnell. ja, Und ja, ich glaube, dass das immer schlimmer wird. Und was das Krasse ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit der KI, du brauchst gar nicht mehr solche Quellcodes programmieren können. Du kannst ganz viel mit der KI so Sachen programmieren lassen. ja, genau. Und das Aber wir überstimmt dann. steigen jetzt, lass uns mal versuchen, da strukturiert ranzugehen. Ja. In erster Linie mit deinem Windows-Rechner ist man anfälliger, würde ich sagen. Nicht, weil das Betriebssystem so schlecht ist, sondern es ist das meist verbreiteteste Betriebssystem. Hm. Und es ist ja dann auch klar, wenn ich jetzt irgendwie Daten abzwacken möchte oder irgendwelche Bankdaten oder andere Informationen und alles drum und dran, versuche ich ja tatsächlich die breite Masse zu erreichen und nicht so eine kleine Nische wie zum Beispiel Linux-Betriebssysteme oder Apple. Ja. Dann ist bei Microsoft noch eine Sache, was mir seit Jahren wirklich ein Dorn im Auge ist, wenn, ich will mir einfach sagen, eine Dame, eine Hausfrau, sich heute beim Elektromarkt, egal welchem, einen Rechner kauft, ähm, dann hat die automatisch Administrationsrechte. Ah, Also, okay. also wie ein Windows-Rechner, wenn du heute einen Windows-Rechner kaufst, dann hast du als User, also als Benutzer, komplette Administrationsrechte auf dein Betriebssystem. Hm. Hm. Und da ist zum Beispiel Linux, das ist ja ein freies Betriebssystem, es kostet nichts, schon Windows einen Schritt voraus, aber Apple genauso. Bei Apple Mhm. musst du, egal was du installierst, der fragt nach und da musst du auch dein Passwort eingeben. Ja. Und das ist ja in der Windows-Welt nicht so. Ja, jetzt müsst ihr jetzt überlegen, das sind ja teilweise alte Leute, die Ü70, Ü80 einen Rechner kaufen. Ja. Hausfrauen, die keine Ahnung haben und vielleicht eine Fortbildung machen möchten, weil sie wieder ins Berufsleben wieder Hm. eintreten möchten und so Sachen. Die gehen dann ganz normal in so einen Elektroladen und holen sich dann tatsächlich einen Rechner. Und in dem Moment, wo sie dann eigentlich online sind, sagen wir mal so, ist der Rechner ja schon, sage ich mal, im Netz. Und sobald du im Ja. Netz bist, lauern ja einige Gefahren. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Und dann finde ich das schon sehr, sehr, sehr bedenklich, dass Microsoft diese Schiene fährt und sagt, Hm. ja, da ist jeder für sich selber verantwortlich, das geht mich nichts an. Ja. Da kann man ja von vornherein sagen, in erster Linie, wenn du dir heute einen nackten Rechner kaufst, irgendwo, dass du erstmal nur Benutzerrechte hast und erstmal ohne Passwort nichts installieren kannst, ja? Ja. Und da könnte man schon sehr, sehr viele Menschen erstmal vor der ersten Unwissenheit oder Dummheit schützen. Das stimmt. Ja. Genau, das sind so Sachen, die ich nicht, bis heute nicht verstehe und die sich leider in dieser Microsoft Windows-Welt nicht ändern. Aber das war ja schon immer so. Das war ja immer so, wenn du dich erinnerst, damals mit den Analogmodems, mit den beschissenen Dialers. Wie oft hast du dann Mhm. Dialer eingefangen?
der sich im Hintergrund dann irgendwie mit einer sündhaft teuren Nummer verbunden hat. Jetzt Ja, waren ja, aber mir gar nicht blöd, aber wir haben das auch nicht immer mitbekommen, gell? ja. Oder dann hat es einen ganz bekannten Virus gegeben, damals bei Windows, sobald du online gegangen bist, war irgendwie der Bildschirm blau. Du hast immer einen bestimmten Prompt, irgendeinen Task hast, unterbrechen müssen, erst mit dem Taskmanager. Mhm, mhm. Und wenn der gelaufen ist, hat sich der immer irgendwie da Ja, verbunden und dann war der Bildschirm weg. ja, Oder so Sachen mit Polizeisperrbildschirm. ja, ja, Achtung, Sie haben ja, auf illegalen Seiten gesurft. ja, Bezahlen Sie sofort. ja, ja. Also, Ja, nochmal, vielleicht in den Live-Chat. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe schon eben, der YubiKey und so wird eingetippt. Zu den Themen kommen wir alle. Es ist auch schön, dass ein paar Leute da sind, die IT-Verständnis haben. Der Dirk vom Stoppschild TV übrigens, der hm, ist auch gar nicht so schlecht unterwegs. Also der hat auch Ahnung von IT, er macht schon einiges. Gut, er ist jetzt kein IT-Admin, also, aber er kennt sich da schon auch gut aus. Jetzt okay, dann ganz, gut. ja, das Thema zum Klaus. Ähm, ja, ich muss sagen, das kann ich ihm auch ins Gesicht sagen. Vielleicht guckt er den Stream auch irgendwann mal. Ich muss mir schon manchmal überlegen, wenn jemand tatsächlich 25.000 Abonnenten hat. Und das muss er sich jetzt einfach mal von einem Fachmann anhören, ja. Das habe ich ja, und ich glaube, du hast auch gemerkt, dass ich da auch ein bisschen streng bin mit meiner Tonwahl, weil ich finde schon, dass wenn du 25.000 Abonnenten hast und so wie er das jetzt auch erklärt hat, auch Geld damit verdienst, ja, und das nicht allzu wenig, weil das, was er jetzt mit seinem Hobby verdient, da Hm, gehen manche Leute hier halbtags putzen, ja, stimmt, ja. muss man ganz ehrlich sagen jetzt. Ja, Und ähm, dann halt, ja, so Sicherheitsmechanismus habe ich überhaupt nichts rausgehört bei ihm. ja Außer ein Antivirusprogramm. genau, außer Genau. die zwei Faktor da, die Authentifizierung. Ja, genau, genau. Und halt auch eben diese Ahnungslosigkeit. Ich finde halt, wenn du halt irgendwann mal Online-Medien betreibst und mit Online-Medien richtig Geld verdienst, und ich hoffe, da fühlen sich jetzt auch manche im Live-Chat direkt von mir angesprochen, dann seid ihr schon verantwortlich, ein bisschen euch auf Vordermann zu bringen. Und wenn ihr selber diese Muse nicht habt, dann gibt es auch in der Volkshochschule Kurse, die sind nicht allzu teuer, da kann man sich das erklären lassen. Oder ihr geht hin und schaut im Freundeskreis, also ich werde tagtäglich angeschrieben. Murat, könntest du mir das mal erklären? Könntest du das mal zeigen? Kannst du mal bei mir zu Hause abchecken, wie die Rechner sind? Dann gibt Okay, es danach noch ein gemütliches Bierchen. Ich werde meistens auch noch zum Essen eingeladen. Und das dann wird hat sich witzig. das mal, der Freundeskreis und so, ne? Hm, Für Geld mache ich es nicht mehr, da ist meine Freizeit mir eigentlich gesagt zu wichtig. Aber bei guten Freunden oder so sage ich meistens nicht nein. Da gehe ich schon mal hin, guck, gebe ja, denen auch Tipps. Ich habe sehr vielen Freunden auch zu Linux empfohlen, die wo mit Linux arbeiten, sind auch sehr zufrieden. Vielen würde auch Linux reichen, nur die meisten wissen es nicht. ja. Ja, Da Murat, erste Frage schon vom Leonhard. Was haltet ihr von Passkeys? Wie viel bringen sie wirklich und wie genau funktionieren die jetzt eigentlich? ja. Also Passkeys ist eine ist keine Vorstufe, sondern eine Nachstufe. Es gibt, bevor du ein Passkey bei dir überhaupt installierst und anwendest, viel, viel mehr Dinge, die du beachten solltest. Dein Verhalten solltest du schulen, sensibilisieren. Passkey wäre so, sag ich mal, das Sahnezüpfle, sag ich mal. Ja, das kannst du dann noch dazu machen. Aber wenn du von vornherein 3, 4 Regeln für dich einhältst, behaupte ich sogar, brauchst du das nicht mal unbedingt. Ja, wenn du einfach ein paar Regeln machst, auch kostenlos dir eine virtuelle Maschine auf deinem Rechner anlegst, da gibt es kostenlos ein Programm, das heißt VirtualBox. Da kannst du kostenlos eine Linux-Distribution drauf installieren, welches dir halt am meisten liegt. Ich mag zum Beispiel Linux Ubuntu, der andere mag Mint, der andere eben, ja, da gibt es ja viele Variationen. Und dann vielleicht wirklich deinen Mail-Account zumindest, weil die meiste Gefahr kommt wirklich über Mail. Mhm. Muss man schon ganz ehrlich sagen. Früher waren es USB-Sticks und seit Oh viele ja. Jahre über Cloud jetzt mehr, sage ich mal, sharen, geht man hin und sagt, okay, der Mail-Eingang, auch eben die Anhänge, die sollte man sehr, sehr kritisch sehen und sehr, sehr kritisch beobachten. Und
Also Wenn von der, Mails, wenn ihr E-Mails bekommt, wo ihr schon von vornherein merkt, es ist zu schön, um wahr zu sein, ja. Zum Beispiel, wenn mich jetzt morgen direkt DJI anfragen würde, weil ich bin ja DJI-Fan, muss man schon sagen. Wenn ich morgen direkt eine Mail von DJI kriegen würde, da wäre ich nicht sofort euphorisch, sondern ich wäre vorsichtig. ja, Ist es wirklich DJI? Ich würde gucken, versteckt sich hinter diesem Absender vielleicht eine Gmail-Account oder ein anderer GMX oder was weiß ich für ein Account, genau. weil und dann eben auch tatsächlich direkt auf die DJI-Seite gehen und dort vielleicht unter den Kontakten versuchen, eine Ja, echte E-Mail-Adresse und fragen, hey Leute, habt ihr mich tatsächlich angeschrieben? Wollt ihr mit mir eine Kooperation eingehen? Diesen Weg gehen und am besten, und das Schönste wäre, dass ihr wenigstens euren Geschäfts-E-Mail-Account von eurem privaten komplett trennt. Und damit meine ich jetzt auch, in dem Moment, wo du deinen YouTube-Kanal monetarisiert hast, ist es ja eigentlich was Geschäftliches. ja, Ich habe es auch monetarisiert. Ich will es auch nicht wahrhaben, aber bei mir kommt jetzt mittlerweile auch jeden Monat 70 oder 80 Euro rein. Ist auch schon eine kleine Summe, ja. ja, ja, Und dann sage ich auch, okay, das ist eigentlich schon irgendwo ein kleines Geschäft. Also habe ich ein separates Konto, öffne die Mails dann auch wirklich, wo auf dieses Konto kommen, in einer separaten Linux-Welt. Ich achte doppelt und dreifach, ob ich auf den Link klicke. Lade ich eine ZIP-Datei ja, runter oder nicht? Hinterfrage alles mehrmals. Man kann auch die Person anschreiben, zurückschreiben, ohne dass man den ZIP-Anhang oder auf einen Hyperlink klickt und am besten in einer geschützten Umgebung. Das kostet euch erstmal überhaupt nichts. das stimmt. Wenn ihr schon einigermaßen guten Rechner habt und die meisten Content Creator haben eine leistungsstarke Maschine, weil die halt 4K-Videos schneiden, weil Ja, die halt, sag ich mal, oft am Rechner sind und Livestreams machen, so wie wir beide jetzt hier auch. ja, genau. Und die meisten sind eigentlich schon gut ausgestattet. Ja, bevor ich jetzt andere Tipps noch gebe, komplett allein hier einen Monolog führe, gebe ich nochmal das Wort an Markus. Es wäre interessant, was hältst du davon, wenn man von der Architektur, in der Informatik spricht man von der Architektur, von der Netzwerkarchitektur, wenn man jetzt seinen Arbeitsrechner, sage ich mal, wie so den Rechner, wo ich schneide, wo ich das Geschäftliche mache, trenne von, von einem anderen System, wo ich sage, okay, da mache ich die ganzen E-Mails, da mache ich die ganzen Internetsachen, da mache ich die Uploads und so weiter. Glaubst du, es wird was bringen? Eigentlich doch nur mit im Bereich, wenn man sich einen Trojaner jetzt physisch einfängt, dass man das irgendwie trennt. Ja, also wenn man den Luxus hat und den Platz, wenn du den Luxus und den Platz hast, dass du mehr Rechner hast, aber ich möchte schon gerne von den 0815-User ausgehen. Also Stimmt, ja. ich bin jetzt ein Technik-Freak, ich habe zu Hause vier, fünf Rechner. Es ist so, ich habe einen Apple-Computer, ich habe ein MacBook, ich habe einen Laptop, also Geschäftsnotebook, ja. Also, und Einen ich bin kein, St- klimatisierten ja, Serverschrank im Eck stehen. und ich habe 40 Terabyte NAS-Server, also ich Okay. bin kein normaler User. Und ich versuche immer auch mit wenig Fremdwörtern wie möglich zu reden. Ich könnte jetzt auch so reden, dass die 16 Zuschauer uns gar nicht verstehen. Hm. Deswegen versuche ich es wirklich, und wenn irgendwas nicht verstanden wird, dann bitte in den Chat sofort Ja, melden. ja. Genau, also es ist tatsächlich so, wir gehen jetzt wirklich von jemandem aus, der sich jetzt eine Windows-Kiste gekauft hat, kein Apple, kein Linux. Wobei, noch einmal, gell, nur weil du einen Apfel auf deiner Kiste hast, heißt es nicht, dass du sicher bist. Ja, das stimmt. Das ist schon lange nicht mehr so. Ja, Ja, also das sollte man wirklich auch, ich behaupte, du bist schon sicherer als, ja, das können wir schon so offen sagen, du bist genau. sicherer als Aber mit nicht einem, unverwundbar. aber du bist nicht 100% abgesichert, so in der Art, der Klaus Ja, hat jetzt kein Apple, weil er mit Windows 11 arbeitet, ist selber schuld. Das kann ein Apple-User mittlerweile auch treffen. das war früher so. Ja, ja. Genau, genau. Jetzt Das kannst du sollte ja ganz man. normal Apps runterladen, die nicht im App Store von Apple sind. Also kannst du jederzeit da was einfangen. Mhm. Das kannst du alles umgehen. Also, Hatten der Chat zu dem Thema eigentlich eine Frage? Vielleicht können wir den Chat ja mit einbeziehen. Zu IT-Security. Einfach, habt ihr da eine Frage? Ansonsten, wenn das Thema für euch schon längst durchgekaut ist und abgehakt, dann könnt ihr auch sagen, ach, ihr zwei könnt am liebsten das Thema überspringen, weil ich denke, wir haben genug Themen wie Fotografie, Drohnen, Wandern,
Ja. Landschaft. Ja. Was ich noch unbedingt ansprechen wollte, das hat dich auch beschäftigt, das habe ich anfangs ja schon erwähnt. Ich habe das Video gesehen, ich glaube, mit dem Account-Hacking, ich glaube, erst das dritte bin ich da aufmerksam drauf geworden. Also da war schon 1, 2 Tage vorbei. Und ich habe jetzt da die Pocket 3 und dann habe ich das gesehen und da war ich wirklich kantig gewesen, wie ich mitbekommen habe. Und was macht man mit der Pocket? Einfach schnell Klick, Film. Dann habe ich das Video hochgeladen und hab mal den Frust von der Seele geredet. Da war wieder irgendwas geskriptet, nur irgendwelche Gedanken. Das war ein One-Taker und fertig. Dann habe ich es hochgeladen und dann habe ich gesehen, oh, 7, 8, 9, 10 neue Abonnenten. Denke mir, oh, scheiße. Das war ja eigentlich gar nicht Sinn der Sache. Und dann habe ich ja Ja. die Aufrufe gesehen und so weiter. Und dann schaue ich auf dem Fernsehen, den Verlauf, und dann sind immer mehr Videos vorgeschlagen worden. Der und der und der hat ein Video gemacht und der hat ein Video Ja. gemacht. Und dann habe ich Amazing Nature Alpha, ein Video mit IT-Tipps, wo ich mich dann auch so ein bisschen gefragt habe, wo waren jetzt da die Tipps, außer dass man nicht überall draufklicken soll. Das war praktisch das Ende von dem Video, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, das wollt ihr ja gar nicht. Und da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen, Murat, gell? Dass so ein bisschen, also ich wollte kein Clickbait oder sowas oder wollte auf irgendeinen Zug aufspringen. Bei mir war das wirklich so. Und im Nachhinein habe ich mich sogar ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt haben die ganzen Großen da was gebracht und ich, kleiner Creator, muss auch meinen Senf zugeben. Und naja, es hat ein bisschen so ein, naja, Also soll ich jetzt meine Meinung dazu sagen? darfst du gern machen, selbstverständlich. Also ich bin ein Typ, also deine Abonnenten, ich weiß jetzt nicht, das sind ja welche, die kenne ich. Ich nehme da kein Blatt vom Mund. Ich bin auch sehr kritisch mit mir selber. Nicht nur ich kann nicht nur austeilen, ich stecke auch ein. Ich fand es teilweise beschämend, also fremdschämend habe ich mich für manche, weil manche kenne ich persönlich, manche nicht. Viele sind auf sag ich mal, auf diesen Zug aufgesprungen. Nicht aber nur aus, sag ich mal, reiner Mitgefühl oder Mitleid oder so, sondern bei dem einen oder anderen bin ich mir 100% sicher, aber ich möchte nicht allen irgendwas unterstellen. Man wollte halt damit Reichweite generieren und es hat ja auch bei den manchen funktioniert. Also da gucke ich bei manchen so, ja, die haben dann genau auf dieses Video dann halt 3, 4, 5 Mal mehr Aufrufe wie jetzt sonst und natürlich auch, es ist alles legitim, Ja. aber ich finde das halt, ja, bedenklich. Und jeder hat dann dieses Thema aufgegriffen. Wir machen das ja Ja, hier auch, aber ich mache das tatsächlich, ich bin jetzt tatsächlich auch da, weil ich gedacht habe, ich als IT-Admin kann vielleicht die ein oder andere Frage hier im Live-Chat beantworten und wäre auch bereit, wenn da eben von euch was kommt, wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder so, wo ich reingehe. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich sehe auch kritisch, was der Klaus gemacht hat. Der Klaus war leichtsinnig. Ich glaube, heute wird er mir recht geben. Er hat seinen Kanal wieder. Ich freue mich sehr in seinem Namen, dass er hat. Aber auch danach, was diese YouTube-Blase gemacht hat, ja, jeder hat ein Video draus gehauen, dann hat man mehrere Livestreams gemacht und alles drum und dran. ja. Alle waren betroffen und so. Aber da fielen auch solche Sätze von großen YouTubern, aber jeden kann man jetzt da auch nicht retten. Ah, okay. Ja, ja, ich habe mir dann auch gesagt, okay, also wenn man das jetzt bei einem 25.000 Abonnenten-Kanal macht, Ja. warum kann man das nicht bei einem Kanal machen, der unter 1000 Abonnenten hat? Aber du hast halt mit 1000 keine Reichweite, die haben nichts davon. Aber wenn du Das wär dann wenn du ehrlich, jemanden hilfst, der 25.000 Abonnenten hat oder knapp 25.000 Abonnenten, ist ja die Gefahr, dass du vielleicht 1000 Abonnenten abgezwackt bekommst auch. Also ich weiß es nicht, ich will niemandem was unterstellen, genau. wirklich, ich will niemandem was unterstellen. Das Es war das, hatte, was ich, es hat für mich aber immer so ein Geschmäckle. Ich habe ja, mit meinem 7.000 oder 8.000 Abonnenten-Kanal nichts dazu gemacht und ich habe das auch nicht geplant, weil ich gesagt habe, auf meine Videos gucken gerade mal 200, 300 Aufrufe. Was will ich den Klaus damit unterstützen? ja. Ich habe schon mehr Verständnis für YouTube-Kanäle, die 50, 100, 150.000 Abonnenten haben und dann so einen Aufruf starten. Aber auch da habe ich das Gefühl gehabt, ich will jetzt nie, Genau. aber auch da habe ich das Gefühl gehabt, das gucken jetzt gerade alle, das interessiert, ja, Ja, Aufrufe, genau. Aufrufe
Und das war so dieser Beigeschmack, ich weiß nicht, wenn ich irgendjemandem Unrecht tue, tut es mir auch leid, Mhm. aber einer muss es ja auch mal aussprechen. Es war ein bisschen geheuchelt. Ja, stellenweise schon und ganz ehrlich, auch wenn ein Kanal mit 100.000 Abonnenten sich da auf die Hinterbeine stellt, das ist für YouTube sein 100k ein Witz. Also von großen YouTubern, da reden wir von ein paar Millionen. Also ich habe in meinem Video gesagt, ich würde mich genauso aufregen und ich hätte es auch gemacht für einen Account, der mit 50 Abonnenten, weil mich das grundsätzlich genervt hat, egal wer das ist. Also ich bin weder großer Fan oder ich kenne den Klaus nicht persönlich, aber da war mir die Abonnentenzahl eigentlich egal. Mich hat es einfach nur genervt, dass es solche Menschen gibt und dass es wirklich immer schlimmer wird mit der Kriminalität und dass da auch wirklich Herzblut drin steckt. Das ist aber wirklich ehrlich gemeint, weil ich das so Ja. in mich reinversetzt habe, das mir passieren wird. Ich wäre da wirklich total traurig. Also ich würde dann nicht mehr von vorne anfangen. Für mich wäre das Thema dann gegessen. Ja, Wie gesagt, ich will jetzt da nicht sagen, dass es jetzt die große Masse alle diese Idee hat. Aber bei dem einen oder anderen habe ich jetzt gesagt, jetzt noch ein Video, noch ein Video. Ja, irgendwann mal ist dieses Thema durch, ja. genau. Aber ja, und ich habe ja von vornherein, ich bin sachlich geblieben, auch ich war auch im Livestream, ich weiß nicht, ob du da warst, Mhm, da ich habe habe ich das auch gesehen. habe ich mehrmals reingeschrieben, Klaus bekommt seinen Kanal. Es geht halt bei Google, ihr müsst mal überlegen, äh, ich glaube, wie viel hunderte, tausende Videos in der Minute werden bei YouTube hochgeladen? Mhm. Wie viele Leute willst du denn da tatsächlich einstellen? Wie viele Ja, Leute soll Google einstellen? Das ist doch gar nicht mehr handelbar ohne die KI und elektronische oder sage ich mal selbst ablaufende Maßnahmen. ja. Und dann ist es ja, also ich finde sogar, dass sie jetzt relativ zügig reagiert haben, der große Laden. Und ich möchte auch nochmal hier klarstellen, ähm, ein YouTube-Kanal mit 25.000 Abonnenten ist für Google nicht groß. Ja, eben, genau. Das Das, meinte ich damit. also äh, es ist eine kleine Nummer für die, ja. Und wenn der halt morgen nicht mehr da ist, die kalkulieren nicht mit den paar 100 Euro, die sie im Monat vielleicht mit seinem Kanal machen. Also Ja, man muss es sich auch mal wirklich auch realisieren. Ja, für mich jetzt zum Beispiel, für mich ist er mit 25.000 Abonnenten größer als ich. Er hat eine gewisse Reichweite. Aber ja, und trotzdem muss ich sagen, so was waren es, 10 Tage? Pi mal Daumen. Haben sie eigentlich gut reagiert, finde ich, ja. ähm, wer ist denn der Mike Kroner? Das sagt mir jetzt gar nichts. Mike Kroner, sagt mir jetzt gar nichts. Ja, keine Ahnung, ich kenne ihn Hm. nicht. Ich kenne Mike Kroner nicht. Muss man den kennen? Ist er so eine großen Ding? Ich weiß es nicht. Ne? Wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich Ja. vorhin noch was Interessantes gesehen und da hat der Andreas Pott auch ein Video gerade heute rausgebracht, ich glaube heute. Und Mhm. zwar ist um den USB-Key, um den YubiKey. Ja. Möchtest du uns erklären, Murat, was das genau ist, was das bringt, ob das praktisch sinnvoll ist und ob er damit unverwundbar ist? Man ist erstens nie unverwundbar. Mhm. Also dieses Thema, ich bin jetzt 100% sicher, in dem Moment, wo du tatsächlich einen Trojaner auf deinen Rechner hast und die Passwörter der Trojaner an seinen Wirt verteilt, ähm, dann ist eigentlich alles schon zu spät. Okay. Wichtig ist, diesen Trojaner nicht auf deinen Rechner zu bekommen. Ich würde in erster Linie sagen, Leute, tut immer das neueste Betriebssystem von Microsoft nutzen. Installiert die Updates, weil daran hapert schon. Aktualisiert immer eure Schadsoftware. Also wenn da unten rechts neben der Tastleiste, neben der Uhr, der Defender sagt, hey, ich brauche eine Aktualisierung oder ich möchte mal deinen Rechner scannen, dann geht bitte hin und macht es. Installiert nicht zu viel Programme. Macht euch eine einfache Liste mit Programmen, die euch was sagen, mit denen ihr schon mal gearbeitet habt. Und sag ich mal, Menschen, denen ihr vertraut, euch auch, sage ich mal, ja, sagen. Und dann macht euch mal die 6, 7, 8 Programme. Mehr braucht ein normaler Mensch nicht Ja. und installiert diese Programme und haltet euch von einem datenvollgemüllten Rechner fern und öffnet kritische Mails, ähm, also öffnet kritische Mails nicht,
ja, und hinterfragt es, schaut den Absender euch an, schaut euch die E-Mail genau an, ist euer Name falsch, sind viele Rechtschreibfehler drin, ist, Oh ja, sage ich mal, schon irgendwas komisch an dieser Mail, dann lasst die Mail lieber nochmal liegen, schlaft einen Tag drüber, informiert euch bei Freunden, die sich auskennen und ja, seid nicht voreilig. Unwahrscheinliche Partnerschaften zum Beispiel, wie ich auch gesagt habe, ich habe 7.000 Abonnenten. Wenn ich jetzt morgen eine Mail von DJI oder Insta bekomme, wäre ich jetzt erstmal vorsichtig. Seid es bitte auch, seid selbstkritisch. Seid nicht zu euphorisch, lasst euch nicht unter Druck setzen. Da gibt es auch diese Mails, wenn sie innerhalb in, sag ich mal, 24 genau, Stunden die Summe nicht überwiesen haben oder so, dann seid erstmal tiefenentspannt, weil dann müsst ihr euch sicher sein, dass genau dann diese Mails eigentlich ja einfach nur Fake sind, ja. genau. Das kennen wir ja, da wirst du sofort unter Zeitdruck gesetzt. Genau. Ist ja ganz Und egal. Es ist ja, wenn es ja, bei Temu einkauft, bestellen sie jetzt noch 5 Minuten. Und genauso ja, wird auch ein Zeitdruck aufgebaut. Aber du hast natürlich dann auch noch die Angst, hm, du verlierst irgendwie deinen Account. Du musst jetzt ganz schnell handeln. Du musst es jetzt ganz schnell bezahlen, weil sonst, keine Ahnung, geht es zur Polizei oder ja, ja. das ist Taktik, das ist reine Taktik. Und wenn ihr euch gar nicht, wenn ihr euch gar nicht sicher seid, wenn ihr euch gar nicht sicher seid, das mache ich, sage ich zu ganz, ganz vielen. Also viele haben ja ein i und ein Phone, also ein iPhone von Apple, dann öffnet die Mail auf eurem iPhone. Es ist 100-mal sicherer als, oder sogar mehr wie 100-mal sicherer als auf eurem Windows-Rechner, weil vielmal hat man ja auf seinem iPhone auch, sage ich mal, irgendwas installiert und auf seinem iPhone hat man dann auch so einen E-Mail-Account oder ein E-Mail-Programm und dann tut ihr dort euch eure Mails wahrscheinlich auch noch abrufen. Wenn ihr euch auf eurem Windows-Rechner nicht sicher seid, dann schaut euch und ihr wollt aber unbedingt diese Mail jetzt anschauen und überhaupt, dann geht hin und macht es auf eurem Apple-Smartphone und macht es nicht auf der Windows-Kiste. Ja, Ist schon mal, sage ich mal, ja. Aber jetzt, wenn ihr jetzt hier im Livestream seid und ihr habt einen Windows-Rechner, geht in die Benutzerverwaltung, erstellt einen normalen Benutzer ohne Adminrechte und meldet euch um. Arbeitet nicht mit eurem Admin-Account, weil das ist schon so viel wert. Da habt ihr ja, schon so viel abgewehrt, weil es kann sich einfach, wenn ihr als ganz normaler Windows-Benutzer euren Rechner nutzt, niemand ohne dass ihr es wahrnehmt, kann niemand bei eurem Rechner was installieren. Das ist schon so und es kostet nichts. ja. Diese Sicherheitsmaßnahme kostet euch nichts. Und viele sagen ja dann auch, ha, ist halt umständlich. Aber wenn dann halt wirklich mal jemand über euer PayPal Gelder überweist, Oh ja. euer Bankkonto leergeräumt wird, ja, Mhm. ich will jemanden Angst machen, dann ist dieses ab und zu mal dieses Windows Admin User anmelden überhaupt kein, Mhm. sage ich mal, Aufwand gegenüber das, was euch dann erwartet. Und Ja, das aber sind so kostenlose Tipps, ja? Der Benutzer ist ja, das weißt du am besten, grundsätzlich faul. Ist einfach so Genau, und ja, bequem. Und ja. das, ich weiß gar nicht, wie das auf Windows ist. Ich bin schon seit ein paar Jahren von Windows weg. Aber ich schätze, es Ah, wird auch ein Schritt mehr sein oder 2 Schritte und du hast ja, dafür es ist mehr Sicherheit. nicht. Also das richtest du ja nur einmal an und dann Ja, installierst du ja all deine Programme und danach brauchst du ja den Administrator sehr, sehr selten. mhm. Ja, Und dann kannst du eigentlich wirklich, in dem Moment, wo sich dann auch im Hintergrund ein Trojaner irgendwie einnisten möchte, will er ja erstmal von dir dein Admin-Passwort, mhm. weil sonst kann er sich ja nicht installieren. Ja, So, und spätestens dann denkst du dir, hä, Moment, ich wollte doch nichts installieren, warum kommt denn jetzt die Admin-Abfrage? Und kannst auf Abbrechen klicken. mhm. Da passiert Der, gar nichts, ja? der Sascha hätte noch eine interessante Frage an dich, Murat, was du da Ja. laufen hast. Da gibt es Ja, ja auch tausend Ich hab verschiedene. Sophos Antivirus auf meinem Mac laufen. Okay? Sophos. Aber man hat jahrelang gesagt, man braucht es nicht. Ich bin da der anderen Meinung, weil man kann ja auch als Windows-User der Wirt sein als Apple-User. Also ein Apple-Smartphone, zum Beispiel ein iPhone, kann der Wirt sein, also da kann ein Trojaner für einen Windows-Rechner schlummern und in dem Moment, wo du dein Windows
also an deine Windows-Kiste dein iPhone über USB-Kabel verbindest, Ah, okay. kannst du mit deinem Smartphone tatsächlich verursachen, dass dieser Windows-Rechner infiziert ist. Verrückt. Gibt's ja. Ja klar, das ist eine kleine Bombe, die auf dem iPhone schlummert und sobald das Windows-System erkennt, dass es angesteckt ist, dann... So ist es ja. Ach, das ist... Kaspersky, das kenne ich auch noch. Aber ich glaube, die sind gar nicht mehr so dick im Geschäft, gell? Die sind raus, weil tatsächlich ja Kaspersky angeblich, ich weiß es nicht, ich habe nur drüber gelesen und so Zeitschriften. Man muss ja alles heute ein bisschen kritisch hinterfragen. Ja. Aber meine Information ist, dass Kaspersky angeblich Daten an die russische Regierung weitergeleitet hat. Gibt es ja überall. Ich möchte nicht Ja, wissen, was wir als DJI-Kunden alles nach China weiterleiten. Also dann wäre es ja nee. immer so. Wir Und liefern ja freiwillig auch den Amerikanern, unseren Freunden eben. weiterleiten. Wir liefern ja Genau, für also DJI jetzt, weil wir mit der Drohne fliegen, richtig schöne Gesamtübersicht über unser Land, was eins zu eins ja, nach China geht. Also ja, ja. so glaube ich. Das sind so Sachen, das sind so Themen, ja, wenn wir schon eben über die IT-Sicherheit reden, ist halt das Thema, es gibt so viele Bordmittel, die ihr einsetzen könnt, ohne dass ihr dann, aber jetzt gehen wir mal hin zum Passwörter verwalten. Hm. Also es gibt ja immer noch Leute, die speichern ihre Passwörter in ihren Browsern ab, hört damit auf. Also als IT-Spezialist sage ich, das ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Ladet euch einen kostenlosen Passwortgenerator runter oder Manager. Da gibt es auch ganz, ganz viele kostenlose, gerade in der Windows-Welt. Und dann verwaltet eure Passwörter in diesen Managern drinne. Die sind teilweise 128 oder 256 Bit verschlüsselt Okay. und generiert ein langes, aber auch, also da wird auch einiges vorgeschlagen. Nehmt auch so ein vorgeschlagenes und dann meldet ihr euch einmal dort an und dann wird automatisch, ohne dass ihr tippen müsst, überall euer Benutzer und euer Passwort eingegeben. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, selbst wenn ihr einen Keylogger hättet Mhm. auf eurem Rechner, in dem Moment, wo ihr eure Passwörter nicht mehr über die Tastatur eingibt und es automatisch über die Software verläuft, werden keine Keys abgespeichert und Okay. weitergeleitet. Da könnt ihr euch schon abschützen. Da gibt es aber ganz, ganz viele KeyPass oder heißt doch dieser KeyPass heißt er, glaube ich. Bin mir Ja. nicht sicher unter Windows. Der ist kostenlos, der ist gut, der ist total ausreichend im privaten Umfeld und da könnt ihr eure ganzen Passwörter verwalten und ja, über ein oder zwei verschlüsselte Masterpasswörter könnt ihr dann auch dieses Depot praktisch schließen. Also du möchtest mir jetzt praktisch mitteilen, lieber Murat, dass mein Passwort, was ich für alles hernehme, seit 10 Jahren, dass ich das langsam mal managen sollte, oder? Ja, also regelmäßiges Ändern der Passwörter. Also sagen wir, alle 3 Monate solltet ihr vielleicht eure Passwörter ändern auf allen Mhm. Plattformen. Auf allen Plattformen ein anderes Passwort nehmen. Und früher war das tatsächlich so, dass man gesagt hat, ah, also ASCII-Codes oder Umlaute oder sowas, nimmt sowas. Das ist gar nicht mehr so. Also nehmt lieber ein langes Passwort. Mhm. Groß-Kleinschreibung, Zahlen, Und zum Namen eher Beispiel, stellen. ja, oder ein Fußballergebnis, weiß, FC Bayern 3, sag ich mal, VfB Stuttgart 0:1, 0:1, ja, solche Sätze, die ihr euch tatsächlich merken könnt. Mhm. Einfach zack, macht ihr so einen Satz rein. Vielleicht macht ihr aus dem A ein Add, vielleicht macht ihr aus dem E eine 3. Das überlasse ich jedem Mhm. selber. Aber einfach mal richtig so ein langes Passwort, wo ein Satz lang ist oder vielleicht sogar 2 Sätze, je nachdem, was zugelassen ist. Und dann ist schon dieses Passwort zu hacken ein Riesenproblem, außer du hast einen Trojaner. Ja. Dann wird ja dein Passwort praktisch schön rübergereicht, Oder egal wie der oft du es. Hacker hat halt lange Zeit, bis er jede Stelle entschlüsselt hat. Ja, genau, genau. Wenn er Das ist Monate schon da mal, sitzen kann. das sind schon mal so Maßnahmen, dass man ohne viel Geld auszugeben zu Hause für sich selber treffen kann und dann ist man schon ziemlich sicher. Ja. Muss Ja. ich sagen, ja. Und dann ist es auch überhaupt kein Fehler, vielleicht ein kleines Häfle zu kaufen und seine Passwörter vielleicht auch manuell Mhm. dort zu verwalten und in die Schublade zu tun. Ich merke mir meine Passwörter meistens, aber als Gedächtnisstütze
Weil manchmal habe ich auch so einen Moment, wo ich total im Blackout lebe. Ich habe schon mal meine vierstellige PIN an der Kasse nicht mehr gewusst. Oh ja, Ist mir auch schon passiert. Also wenn ich man wird meine ja, Medikamente wieder vergessen habe. ja genau. Und dann gehst du einfach und sagst, ach, ich habe doch irgendwo im Safe mein kleines Häfle. Und dann Mhm, machst du vielleicht dein Safe auf und guckst in dein Häfle rein und sagst, ah ja, klar. Also solche Dinge, die wir in den 80ern gemacht haben, die waren nicht unbedingt schlecht, die darf man heute auch noch tun. das Kostet stimmt. auch nicht Ja, viel. Ja, das, genau. ach Gott. Also so Sachen wie Passwort Admin01 sollte ich ändern. Ja, ja, also ich gehe echt davon aus, dass der Content Creator, der YouTuber, der schon 1 oder 2 Jahre Videos macht oder so, dass der sich wenigstens ein bisschen mit Sicherheit Ja. auseinandergesetzt hat. Aber ansonsten muss ich echt sagen, ja, dann hat man es auch ein bisschen selbst verschuldet, ja. Dass die E-Mails, die jetzt immer mehr kommen, immer besser werden, immer professioneller. Mhm. Phishing sagt man ja auch dazu, ja. Also wenn jetzt zum Beispiel euch Facebook, ich habe einen Facebook-Account, ich bin ja stark aktiv auf Facebook. Mhm. Letztens hatte ich auch in meinem E-Mail-Eingang angeblich von Facebook eine Mail, direkt von Facebook, ich soll mein Facebook-Passwort ändern. Da auch ich zum Beispiel habe mittlerweile so viel Erfahrung, dass ich auch da gehe ich sofort hin, Spam löschen, weg. Ich reagiere nicht auf Mails, wenn ich in Mails aufgefordert werde, dass ich irgendwo was unternehme. Wenn, dann gehe ich direkt auf die Seite. Dann wähle ich zum Beispiel im Browser direkt facebook.com an Ja. und wenn ich ein ungutes Gefühl habe, vielleicht kann da ja doch was gewesen sein, dann gehe ich da hin und tue direkt auf der Webseite von Facebook, aber die wähle ich dann selber an Mhm. und ändere dort mein Passwort und gehe nicht über den Link von irgendeiner Mail, Ja. weil das kann ja wieder Phishing sein. Das kann sein, die haben eine Internetseite aufgebaut, die genauso aussieht wie Facebook, 1:1, manchmal sogar vom Design her besser Mhm. und professioneller, wo man dann denkt, okay, ja. Und in dem Moment, wo ihr das Passwort ändert, haben die euer neues Passwort bei sich auf ihrer Datenbank. Ja. Und dann Das, werden eure Accounts praktisch im Darknet verkauft. ja. Die kann man dann zu Tausende für eine Handvoll Dollar kann man die kaufen. Komplett. Ja, ja. Komplette Identitäten. Aber es ist ja nicht nur, wir sind ja nicht nur von Hacks betroffen, sondern zum Beispiel von Scams ist ja genau das Gleiche. Das ganze Phishing-Zeug. Ich habe jetzt das mal ausprobiert vor ungefähr 2 Monaten. Du hast mit ChatGPT, das kann auch programmieren mit der dementsprechenden KI, komplette PayPal-Seite nachbauen können. Das ist ein Prompt gewesen und die hat da komplett die Seite ausgespuckt mit Login. Also verrückt. Ich habe das vor 2, 3 Tagen nochmal ausprobiert. Mittlerweile ist gesperrt. Also ChatGPT hat es durchaus erkannt, dass das von Kriminellen benutzt wird. Also wie gesagt, die KI, ich war anfangs begeistert, aber mittlerweile wird es halt auch Handwerkszeug für kriminelle Machenschaften, muss man ganz ehrlich Ja. sagen, ja. Also es ist auch total legitim, dass man heutzutage auch mal den Telefonhörer in die Hand nimmt. Also wenn ihr von einem guten Freund eine Mail bekommt und ihr seid überrascht, dass der euch jetzt eine Mail macht mit einem Anhang und dann auch noch ZIP oder so, ruft an und fragt, bevor ihr draufklickt und sagt, hey, hast du mir eine Mail geschickt und hast Mhm. du im Anhang eine ZIP oder so? Und wenn dann derjenige sagt, nee, habe ich nicht, dann wisst ihr ja schon Bescheid. Geht auf die E-Mail-Adresse, fährt mit der Maus drüber und dann seht ihr auch, da steht vielleicht sogar E-Mail-Adresse, bei mir wäre es zum Beispiel mdual@gmail.com. Aber wenn ihr da mit dem Mauszeiger auf die E-Mail-Adresse geht, dann seht ihr dort eine ganz, ganz andere E-Mail-Adresse. Und das Ja, gleiche gilt auch für Hyperlinks. Da steht vielleicht irgendwo ein Link und dann geht ihr mit dem Mauszeiger drüber und dann wird euch meistens die tatsächliche Webseite angezeigt. Vielleicht ist dort Facebook markiert oder Google oder YouTube und dann geht ihr drauf und dann merkt ihr, wenn ich jetzt da draufklicke, dann da steht gar nichts mit YouTube, da lande ich ja genau. ganz irgendwo anders. Meistens ist da auch ein PHP-Skript dahinter, dann wird eure IP ausgelesen, damit der Hacker weiß, welche IP-Adresse ihr habt oder so, dann weiß er schon ungefähr, welche Ports offen sind, aber ich möchte jetzt gar nicht da zu tief in die IT, sag ich mal,
in die Tiefe der IT gehen, weil da werden die meisten von euch überfordert und es wird dann langweilig. Dann Auf wären wir jeden bei Fall, ja. Word Und ich möchte Forwarding. aber noch einmal, ich möchte niemanden Angst machen, jetzt, dass er sich an seinen Rechner setzt, sondern ihr könnt mit einfachen Schritten, einfachen Dingen, könnt ihr eure Rechner schützen. Besonders, wenn ihr einen Windows-Rechner habt. Genau. Ja. Jetzt haben wir das Thema ganz schön durch. Jetzt sind wir Ich alle hoffe, geschult dass, worden. ja, jetzt kommen 2 dazu, 3 gehen weg, kommen wieder 2 dazu, gehen wieder 3 weg. Genau, genau, genau. Was war denn das nächste Thema, das wir eigentlich jetzt durchkauen möchten? Ja, was mich so interessieren würde und bestimmt auch die Community, was auch ein Riesenthema immer wieder ist, ist das Thema KI. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Mir Mhm. ist persönlich aufgefallen, ich nutze immer mehr ChatGPT. Ganz ehrlich. Mhm. Ich nutze kein Google mehr. Mhm. Ich gehe lieber in ChatGPT und unterhalte mich da kurz und benutze da die KI. Mhm. Was viele Leute warnen, und das war mir so auch nicht bewusst, das ist, ich glaube, der nennt sich der KI-Plop, nennt sich das momentan so. Mhm. Das ist so die Gefahr von KI und das habe ich früher nicht bedacht. Ich habe mir wirklich gedacht, KI, ich war wirklich Fan davon. Ihr wisst, jetzt Videos gemacht, Fotos gemacht, alles. Videos, Mhm. Musik. Wenn die KI einmal behauptet, der Himmel ist schwarz, dann steht es irgendwo im Internet. Ich habe zum Beispiel irgendeine Webseite und da schreibe ich dann, der Himmel ist schwarz. Jetzt geht die KI das nächste Mal her, die durchsucht ja auch Webseiten und so weiter und sieht, oh, da steht, der Himmel ist schwarz. Also verbreitet die KI weiter, der Himmel ist schwarz. Mir geht es darum, das so ein bisschen zu erklären, wie schnell das Fakten, die von der KI falsch interpretiert worden sind, immer mehr verfestigt wird, die man dann eigentlich auch nicht mehr wegbekommt. Und das ist so die Riesengefahr, was man jetzt momentan sieht mit der KI. Dass die KI, die Daten, was sie sich nimmt, teilweise von ihr selbst erschaffen worden ist. Und dadurch ist die Basis von der Wahrheit ziemlich weit entfernt. Und das, glaube ich, wird eine riesengroße Gefahr. Ich weiß nicht, wie du da so Also Einblicke hast. ich will es mal so sagen, ich habe ja ein gewisses Alter, ich werde im Januar 54 Jahre alt und ich habe sehr oft Hypes erlebt in meinem Leben. Egal Mhm. in was für eine Richtung, ob es Musik war, Technologie war und alles drum und dran. Und ich habe es auch erlebt, dass dann viele gesagt haben, das wird jetzt die Zukunft, das wird alles verändern. KI wird alles verändern. Also ich glaube tatsächlich, dass die KI sehr viel verändern wird, besonders in der Berufswelt. Aber wir werden auch lernen, ähm, Leute wieder einstellen zu müssen, die die Fehler der KI korrigieren. Genau. Microsoft stellt ja jetzt wieder Programmierer ein. Die haben 10.000 Programmierer gekündigt. Jetzt stellen sie wieder 4.000 ein, damit die 4.000 Programmierer die Fehler der KI wieder verbessern. Ich merke das alltäglich, ja, dass du musst dich ja immer genauer in diesen Portalen ausdrücken, dass du überhaupt die richtige Antwort bekommst. Du musst dann schon sehr, sehr viel eintippen. Ähm, was generell schon immer mehr ein Problem wird in unserer Gesellschaft, ist das Hinterfragen. Mhm. Der Ja, gesunde Menschenverstand. Das fehlt mir also bei vielen, ja, dass man auch mal das, was der Computer ausgibt oder was eben ChatGPT oder Perplexity oder wie die auch alle heißen, ja, die ganzen Plattformen, dass da mal auch mal hinterfragt und vielleicht auch Selbstrecherche von mehreren Quellen sich holt, mhm. ja, ja, und nicht immer blind alles übernehmen, ja. Das ist, glaube ich, nicht, oder halt wenigstens 2 oder 3 verschiedene Plattformen nutzt, ja. Wenn du jetzt was in ChatGPT fragst, vielleicht auch mal, die sind ja zum größten Teil immer noch sehr viel kostengünstig, kannst immer mal gucken. Bei mir ist meistens so, dass Perplexity zum Beispiel was anderes rausspuckt als ChatGPT. Mhm. Okay, das ist auch interessant. Und das ist echt interessant, ist beides KI eigentlich, ja. Ja, Und ich glaube auch, dass die KI selber sehr, sehr viel Datenmüll erzeugt. Das sind nicht mal wir Menschen mehr nur noch, ja, sondern die KI selber auch sehr viel Datenmüll erzeugt und durch dieses Datenmüll auch eben immer komischere Ergebnisse kommen nach Abfragen. Dann haben wir auch das Problem, dass jetzt auch zum Beispiel YouTube wird ja überflutet mit KI-Videos. schrecklich, schrecklich. Ja. Also solche Videos, wie wir sie jetzt machen, wir Content Creator, wo wir uns Mühe machen, also wir gehen raus,
Wir nehmen uns die Freizeit. Wir sind eine One-Man-Show eigentlich, ja. Wir überlegen uns was aus. Wir drehen. Wir sind selber Kameramann. Wir sind Schauspieler. Wir sind Unterhalter. Äh, Drehbuchautoren, dann Piloten. Drehbuchautor und dann kommst du nochmal zurück und dann schneide ich die Videos. Eigentlich macht man sich ja da schon sehr, sehr viel Arbeit Ja. für das, dass das nur ein Hobby ist und nicht viel Geld verdienst. Und immer mehr Leute schreiben einfach ein Thema in einen Prompt rein und dann tut wirklich die KI automatisch ein YouTube-Video generieren mit Mhm. passenden Ja. Fotos, mit passender Stimme. Und diese Videos kriegen teilweise hunderttausende Klicks bis zu millionenfach. Nicht Ja. jedes, aber sehr viele. Und die verdienen dadurch auch Geld. Die Leute Ja. verdienen dadurch Geld. Es gibt auch solche Creator, die dann sagen, ich selber habe gar keinen Bock mehr rauszugehen und fotografieren. Mhm. Ich mache nur noch KI-Videos. Es läuft ja. Ich habe das Experiment sogar mal ausprobiert mit so einem KI-Video, weil ich gedacht habe, jetzt würde mich das interessieren. Ich habe einfach so ein KI-Video geklaut von so einem typischen KI-Videokanal. Da gibt es ja Tausende. Habe das auf einen anderen Kanal und habe innerhalb von einem Tag 20.000 Aufrufe gehabt. Also Hm, gigantisch. Das ja. sind oft gleiche Inhalte auf verschiedenen Kanälen, leicht Hm, abgeändert, verschiedene Thumbnails. Da steckt Organisation dahinter. Das ist ja. nicht der Einzelne, der das macht. Das ist ein kompletter Schwarm. Also YouTube wird irgendwie komplett mit so Ja. KI-Videos abgefischt. Also Das zum ist irre. Beispiel, mich interessiert der Fußball zum Beispiel, da wird zum Beispiel eine Dokumentation oder eine Geschichte über Diego Armando Maradona oder Mhm. Roberto Carlos oder so. Und dann guckt man das einfach. Und die kommen ja nicht auf den Punkt, die ziehen ja dieses Video auf diese heilige 8, 9 Minuten, 10 Minuten. Und dann gucke Genau. ich mir so ein KI-Video teilweise selber 10, 12 Minuten an. Und dann merke ich erstmal, was ich da tue, das ist der Lebenszeit. Aber die bauen das ja auch spannend auf. Also ja, Ja. auf, dass du so als Zuschauer dran bleibst. Und dann guckst du dir irgendein 10- oder 12-minütiges Video an. Und dann, wenn du es angeschaut hast, Ja. dann musst du erstmal 2, 3 Minuten drüber nachdenken. War das jetzt Ach, auch überhaupt, war das jetzt fake? Stimmen diese genau. aus? Weißt, das Ja. kommt ja auch noch dazu. Ja. Aber im Endeffekt, dass der Konsument, der YouTube-Konsument, dieses Video angeschaut hat Ja. und dadurch eben den Klick generiert hat, Genau. dass derjenige auch was verdient dadurch, ja. Plus, du musst jetzt überlegen, was war denn der tatsächliche Aufwand für dieses Video, ja. Also Und mein Aufwand für die 20.000 Aufrufe waren 5 Minuten. eben, Und und das mache ich, das mache ich das auf muss 3, man 4, sehen, ja. 10 Kanälen, jeden Mhm. Tag mit 10, 20 Videos. Und ab dann am Tag kann ich dann Aufrufe generieren von 50, Ja. 60.000. Und das Ja, steckt dahinter. zum Beispiel auch so Horrorgeschichten, dass in dem Haus mal ein Mörder gewohnt hat, da eben das passiert ist und so. Und dann ist man relativ schnell 10, 15 Minuten in dieser Materie drinne. Ja, Aber dann ist es eine KI-Stimme, die Bilder sind gar nicht eben mit der Geschichte zusammen, aber passen halt zu dem, was der ja, sagt. Man ist da drin. Und solche Videos überfluten gerade Google. Und ich glaube, Google tut am Tag 100.000 solche Videos löschen, aber die kommen da schon nicht hinterher. Und es ist mit ein Grund, warum auch von großen, erfolgreichen YouTuber die Aufrufzahlen im Moment komplett im Tieffall sind. Also jeder normale jetzt merkt es, glaube ich, auch. ja. Aber auch die großen YouTuber, die merken auch, die sagen, hey, die Aufrufzahlen, die werden immer weniger, Mhm. weil eben genau dieses passiert, dass äh, also diese Plattform wird einfach von KI-Videos komplett ja, überflutet. Ja. Also ich kann es Schöne dann nicht mehr Grüße sehen. zurück nach Thüringen. Grüß dich, Michael, servus. Ja, es werden ja sehr viele Sachen erfunden, die Dokus. Dokus zum Ja, Beispiel, ja. Crime-Dokus, da werden Fälle erfunden, die hat es nie gegeben. Hauptsache Aufrufe. Oder wenn es sich so Thema Mittelalter beschäftigt. Ganz schlimm, TikTok. Ganz schlimm. Ja, ja. TikTok ist so eine schreckliche Plattform. Ich habe auf TikTok über 3000 Follower. Was da Nachrichten kommen, Scams, was da schon versucht worden ist zum Abziehen. Also ganz schrecklich. Also TikTok, lasst die Finger davon. Es ist da irgendwas aktiv zu machen. Es ist nur noch KI-Kacke auf TikTok und nur noch Betrug und Abziehen. Ja, Also ja.
Da ist YouTube noch ein bisschen anders. Da ist YouTube noch ein bisschen dahinter. Ich sage mal, YouTube ist so die Königsklasse, was so Ja, für einen deswegen, Creator. deswegen sage ich ja, ist gerade auch schwierig für uns Content Creator, weil es gibt ja immer wieder die Frage, ich habe jetzt auch die letzten paar Videos, die ich hochgeladen habe, haben 200, 300 Aufrufe. Klar tut es in der Seele ein bisschen weh, ganz egal ist es einem nicht. Aber dann ist wirklich dieser Spaßfaktor, ja. Dann hat man einfach vielleicht kein interessantes Video oder ein Hm. Video, wo unterhaltet hochgeladen. Ja, man muss dann sich das aber vielleicht auch selber eingestehen, dass es vielleicht nicht das beste Video war, das man jetzt gerade hochgeladen hat. Aber hat es dann trotzdem irgendwie Spaß gemacht? Hat man trotzdem vielleicht auch das Ja. Gefühl, ich könnte mir das in 5, 6, 10 Jahren nochmal anschauen? Oder vielleicht schauen es ja irgendwann mal meine Kinder an. Ja, da ihm fliegt der Kaffee von selber. Bei mir funktioniert das nicht. Jeder sollte eine Eiche haben, ne? Der Der war Türke gut. hat keinen mehr, hat keine Eiche. Ah, super. Mhm. Da musst du auch dran arbeiten, Murat. Da muss ich noch dran arbeiten, ja. Es gibt noch einiges. Du bist jetzt aber auch momentan so ein bisschen von der Fotografie weg, gell? Habe ich mitbekommen. Du machst jetzt ganz Ja, viel Camping-Sachen, gell? ja, aber ich bin leidenschaftlicher Fotograf. Ich habe mir auch ein neues Objektiv gekauft. Ich habe auch ein paar Abonnenten dadurch verloren, dass ich jetzt viel Campen mache. Ich habe Abonnentengewinn gemacht eigentlich. Ich habe mehr Abonnenten von der Camper-Szene Mhm. bekommen, aber Fotografen sind raus. Ich habe halt immer wieder gesagt, Leute, es wird wieder kommen, weil Ja. Fotografieren ist eine Leidenschaft. Ich habe mich halt auch von sehr, sehr vielen Fotografen auf YouTube distanziert, weil ich immer wieder angebracht habe, ja, bevor ich jetzt was sage, jeder darf tun und machen, was er möchte. Und jeder darf sich auch kaufen, was er möchte. Mhm. Ja, also ich bin da überhaupt nicht neidisch. Ich kaufe mir auch noch Zeugs. So, jetzt kriege ich die Woche noch die DJI Mikrofone, die Minis, kriege Oh, ich ja okay. die Woche. Ich kaufe mir auch Zeugs, so ist es nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn ich halt in meine Abo-Box gucke und da habe ich 5 Personen oder 6 Personen abonniert, die auch Hobbyfotografen sind. Und teilweise halt nur Objektive, nur noch neue Buddies. Ist Sony beste, dann hat man ein paar Jahre Sony, dann holt man, weil jetzt gerade das in der Mode ist, holt sich dann jeder wieder Fuji, Ja. dann holt man sich doch, ja, das darf jeder so machen, wie er möchte. Nur für mich ging es dann halt irgendwann mal nicht mehr um die Fotografie, weil ich habe auch jetzt zwischen den Bildern auch keinen Unterschied mehr gesehen. Also ob jetzt jemand mit einer Sony fotografiert hat oder mit der Fuji, habe ich den Unterschied nicht gesehen. Ich denke, es ist immer legitim, sich was Neues zu beschaffen, aber ich selber, für mich sagt es jetzt, ja, ich selber muss es mir erklären, warum ich jetzt wieder 1000, 2000, 3000 Euro ausgebe. Oh, okay. Ich selber, ich selber möchte es mir erklären. Nicht nur haben will, sondern ja, meine Kamera zum Beispiel, die kann die und die Funktion nicht. Hm. Meine Kamera ist mir ja zu wenig Megapixel, warum auch immer. Ja, also Mhm, okay. ich übertreibe jetzt, ja. Ich möchte einfach den Vollformat-Look, APS-C reicht mir nicht mehr. Ja, das sind, sage ich mal, schon Mhm. so auch legitime Dinge. Aber ja, aber manchmal habe ich das Gefühl, man sucht Material, um Content zu generieren. Mhm. Es ist gar nicht so, dass man hingeht und sagt, ich will tatsächlich eine Fuji, sondern, schau mal, die Fuji-Videos von meinem YouTube-Kollegen, die gehen durch die Decke. Ja. Also ich hole auch eine Fuji. Ja? Und ich sage euch ganz ehrlich, sowas habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe ja gesagt, auch von vornherein, ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Damals hatte Frank Vlogs mit der DJI Mavic Mini Mhm. wahnsinnige Aufrufzahlen generiert. Und ich war eigentlich schon damals ein Drohnenfan. Ich hatte aber die Pro, hatte ich glaube ich, die Pro 2. Okay. Genau. Und als ich dann gesehen habe, wie die Leute die Mini-Videos gucken, habe ich mir dann auf den schnellsten Weg auch eine Mini besorgt. Okay. Da hat er sogar der Frank mir über Chat geschrieben, aber ich hatte sie zuerst, ne? So in der Art, Ja. weißt du? Hackutze. Genau, da habe ich gelacht und was war? Ich habe durch die DJI Mavic Mini 2.000, 3.000 Abonnenten bekommen. Nur diese kleine Drohne hat damals Mhm. so einen
meinen Kanal so bewegt. Die war halt eben die Mini 1, von der Mini 1 rede ich gerade. Ich habe die Mini fast nicht nur versenkt, ich habe sie mehrmals zerfetzt. Ich habe Dinge mit der gemacht, wahnsinnig, ja. Würde ich heute so wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber du hast Auf es je gelernt, damit zu fliegen. Ja, Ohne ja, ja, Sensoren, da hat man noch ohne richtig schauen Sensoren, ja. müssen. Ja. Also ich fliege ja heute vielleicht auch nicht ganz uninteressant für deine Community. Ich fliege die DJI Avatar. Okay. Ich habe die DJI R2S. Ich finde die Drohne immer noch Ein sehr, sehr Hammerteil. geil. Ich Ja. verstehe gar nicht, warum man, wenn man eine 1 Zoll Sensorkamera hat und so ein geiles Flugverhalten Ja. Verhalten von der R2S, Ja. warum man dann für YouTube, ich rede jetzt über YouTube, ja, nicht für Profi-Aufträge oder so, überhaupt eine andere Drohne braucht, Mhm. verstehe ich nicht ganz. Und ich habe jetzt auch seit einem Jahr die Neo, DJI Neo, Okay. also Das war 3 die Drohnen kleine. gerade. Die DJI Neo, da war ich auch so wie du. Die haben wir wirklich gekauft, weil ein Hype da war. Die hat, glaube ich, kostet 199 € oder so. Ja, ja, Dann habe ich da genau. kurz ein Video gemacht, habe mir das Teil angeschaut, wollte wissen, wie das so funktioniert. Habe sich für schlecht befunden und einen Tag später wieder zurückgegeben. Aber ich habe echt noch schnell ein Video, ne, 2 Videos, glaube ich, rausgezwickt, weil ich gedacht habe, wenn ich die schon habe, dann mache ich noch irgendeinen Content drüber. Ja. Da war das Also auch so. Ja. das, was ich an der DJI Neo so brutal genial mag, ist, ich bin ja meistens allein unterwegs. Okay. Und die Neo ist praktisch mein Kameramann. Und mir reicht die Qualität der Neo absolut. Also viele zerreißen ja diese Kamera so in der Luft, die Qualität hier und da. Aber wenn ich jetzt mal schaue, was für eine Qualität die Neo bei meinem einem Video, wo ich da verwendet habe, gemacht hat, Mhm. die kann man sich anschauen. Die sind richtig gut geworden. Ja. Wenn es nicht so schrecklich klingen wird. Ich habe die R2S leider weggegeben. Das war mein Biest. Ich habe es geliebt. Allein der Ton, wenn die gestartet ist. Toll. Du hast da einfach ein richtig schweres Gerät in der Luft stehen gehabt. Was fliegst du jetzt? Ich fliege die Mavic 2 Classic. Genau. Ah, okay, okay. War so ein Ja, alter wobei Flugzeug. das Drohnenfliegen ja in Deutschland ja nicht mehr so geil ist. Ja, es wird immer schlimmer. Es wird immer Ja, schlimmer. ja. Vor allem, weißt du, was mich nervt, Murat? Da fliege ich einmal München über den Flughafen und schon bin ich wieder in die Medien. Ich weiß nicht, was die immer für ein Problem damit haben. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen so ausgewichen, also Richtung Dänemark. Da fliege ich oft über den Flughafen. Aber Nein, also ja, man bewegt sich halt als Drohnenpilot, als Content Creator wirklich permanent nur im Bereich des Ärgers, weil es ist ja manchmal tatsächlich so, dass Leute deine Videos gucken, die sich in der Ortschaft auskennen, wo man fliegt und dann sagen, hey, pass mal auf, das ist ein Naturschutzgebiet, das ist eine Ordnungswidrigkeit, was du da gerade eben öffentlich machst. Und ich weiß gar nicht, wie dieser YouTube-Kanal heißt. Ich habe mal so einen jungen Kerl angeguckt, der macht so Fahrrad-Content. Der fährt Strecken, hat glaube ich 20 auf 25.000 Abonnenten. okay. Und der hat irgendwie über 10.000 Euro ans Ordnungsamt zahlen müssen, Mhm. weil er in Naturschutzgebieten Drohne geflogen ist, aber nicht nur, in Naturschutzgebieten gezeltet hat. Oh, Also okay. praktisch ja genau übernachtet hat. Und auch Fahrradwege verlassen hat, ist auch teilweise ja durch Wälder gefahren halt, Mhm. ja. Und das Okay. ist ja in Deutschland auch ein Vergehen. Ja. Das wissen ja nur viele nicht. Also du kannst nicht einfach durch den Wald laufen, weil das ist in Deutschland auch nicht überall erlaubt. Das sollte man auch wissen. Und der junge Kerle war halt natürlich gutmütig, naiv und hat gemeint, ja, ich bewege mich ja hier frei in der Natur, macht mir was Gutes, macht meiner Community was Gutes. Und dann haben es irgendjemand gesehen oder verpfiffen, keine Ahnung, wie Ja. das abgelaufen ist. Und der junge Kerle musste um die 10.000 Euro zahlen, aber der hat jetzt so eine geile Community gehabt. Ja. Der hat einen Hilfaufruf gestartet und hat sogar mehr als 10.000 Euro von seiner Community gespendet bekommen. Siehst mal halt. Die DJI Professional ist das, oder? Das ist die Phantom noch, ja, genau. Phantom, ja, genau, Professional. Das war nur Drohne, ne? Das war, ja, so eine hatte ich ja auch in Rot. Ich hatte die Standard. Ja, genau. Aber DJI, muss man auch sagen, DJI hat die Drohnenform, hat DJI geprägt. Auf jeder Warntafel ist genau diese Form. Ja, Obwohl die ja, ja, Drohnen ja, so gar ja, nicht mehr ausschauen. Aber das ja, ist so ein
so ein Branding, sage ich mal, was DJI weltweit hinkriegt hat. Drohnen müssen so ausschauen. Ja, brutal schön, ja. Das war eine schöne Zeit. Als ich Also damals ja, ich lasse die, Drohne die, auch die indoor fliegen. ja, Also ja, ja. als ich die Phantom Standard noch geflogen bin, gab es keine Drohnengesetze. Also nicht bei mir hier im Schwarzwald. Du Undenkbar, konntest gell? eigentlich überall die Drohne fliegen. Äh, Die waren zu der Zeit noch gar nicht irgendwie beim Gesetzesgeber oder beim Ja. Staat irgendwie registriert. Ich bin hier sogar in der Nähe von einem Krankenhaus mit der DJI Phantom Standard geflogen. Bin ich, bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und neben mir stand ein Polizeiwagen, ein Streifenwagen. Und Ja. da ist der Beamte ausgestiegen und hat mich sogar interviewt wegen der Drohne und hat er gesagt, ja, er will sich wahrscheinlich auch eine kaufen. Nein. Ja, ich habe die Aufnahmen sogar noch auf meinem NAS von damals, wie ich mit der Drohne geflogen bin und der Beamte dann mich da interviewt hat, ja. Heute unglaublich, gell? Heute Ja, wird die ja, heute Polizei erstmal würden sie hergehen. mich und die Drohne mitnehmen, ja. Heute geht die Polizei erstmal her und dann wird die Drohne erstmal beschlagnahmt. Und Mich würden sie geklärt wird sogar dann noch später. abschieben. Hast du Ja. gehört? Hä? Mich würden sie sogar noch abschieben, ich bin ja Migrant, weißt Ach so. Oh Gott. Ja, aber es ist wirklich mittlerweile Drohnenfliegen, ja. Ja. Aber es ist halt auch verständlich, gell, wenn du schaust, was die Leute für Scheiße damit, sorry, die Ausdrucksweise bauen. Der eine du? Ja, Kerl da in aber, Berlin, der den Alex hochgeflogen ist und ja. solche Späßchen. Und dann siehst du das im Internet und denkst du, hey, dem passiert ja auch nichts, dann kann ich das ja auch machen. Ja, aber es Das ist ist einfach, kacke. es ist ja, schau mal, wenn du hingehst und heute ein Auto kaufst, da brauchst du ein Nummernschild, oder? Ja, Und mittlerweile gibt es ja die Technologie für Drohnen auch. Man sollte eine Drohne kaufen dürfen, nur sag ich mal, dass du schon beim Kauf der Drohne, beim Händler, hier meine Versicherungspolice, hier beim mhm. Landratsamt meine Anmeldung und dann tut der, sag ich mal, von mir aus Amazon oder Mediamarkt, muss es einscannen, muss es denen schicken. Erst wenn die dann von dir diese Daten erhalten, gibt es schon eine automatische Registration, genauso wie beim Auto. Und schon ist deine Drohne mit Seriennummer, mit allem drum und dran, wie ein Fahrzeug, wo du fährst, registriert. Ja, Und dann muss man auch keine Angst mehr haben, dass die Leute Humbug machen, weil dann wissen sie genau, weil, also ich habe in meinem Freundeskreis einige Leute, die Drohnen haben. mhm. Und die haben aber keinen YouTube-Kanal. Von denen hat keiner eine Drohnenversicherung. Von denen, die juckt es auch nicht, darf ich hier fliegen, darf ich hier nicht fliegen. Weil Okay. die machen ja auch keine YouTube-Videos, die stellen ihr Zeugs ja auch nicht online, die sind ja gar nicht im Visier. So, du jetzt oder ich, wir haben einen Drohnenführerschein, wir haben eine Drohnenversicherung, wir versuchen so gut wie es geht, also wenn, dann ist es unwissend, Mhm. uns an die Regeln zu halten, weil wir halt in der Öffentlichkeit stehen, Genau. weil wir unser Material öffentlich machen. Ja, Dann wollen wir uns halt, aber die tatsächlichen Leute, die ja sich nicht dran halten, sind ja meistens die Leute, die gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. ja, Was meinst du, wie oft ich beim Wandern oder wenn ich irgendwo in der Natur bin, Drohnensummen höre? Jetzt auch in Österreich, in Golm, in Österreich ist Drohnenfliegen generell verboten. mhm. Da Okay. bin ich bin zum Beispiel in Österreich keine Drohne geflogen, weil ich gewusst habe, die Österreicher mögen das nicht. Ja, Okay, ja, das glaube ich ja, aber. und dann bin ich den Golm hochgefahren mit meinem E-Bike und dann habe ich dort mir ein Bier und ein Spaghetti gegönnt auf dem Sonnenhüsti. Und dann habe ich eigentlich 3 oder 4 Drohnen über mich hinweg zoomen hören, ja. Ja, Und es nervt, gell? die sahen mir nicht aus wie YouTuber, ja. Das waren, glaube ich, Mhm. ganz normale Leute, die ihre Drohnen da zur Schau gestellt hatten und Mhm. Aufnahmen gemacht haben. Und ja, was machst du jetzt mit denen? Ist es Ich, da nicht ein bisschen gegenüber uns Content Creator ungerecht, wenn du jetzt dir für 300, 400 Euro einen Drohnenschein machen musst alle paar ja, Jahre? Ja, und im Visier stehst, aber die eigentliche Masse, die diese Drohne auch hat, eigentlich machen, was sie wollen. ja. Es ist wirklich so, kann ich erzählen. Vor einem Jahr, vor 2 Jahren bin ich zum Mediamarkt und ich bin ja immer so, ich bin einfach ein Neugieriger. Ich muss ja immer so Grenzen testen, ausprobieren. Und in Traunstein ist Drohnenflugverbot wegen Rettungshubschrauber. Wir haben ein Krankenhaus daneben und da fliegt der Christoph die ganze Zeit hin und her. Und da bin ich zum Mediamarkt rein und habe mir so einen Verkäufer geschnappt
und habe den gefragt, wie schaut's denn aus? Ich hätte gerne so eine Drohne, so ein R2S-Ding da, so eine große. Ja, ja. Sag ich, brauche ich da irgendwas oder kann ich die einfach starten? Sagt er, na, die können es kaufen, die kaufen es, dann können es rausgehen am Parkplatz, Mediamarkt in Traunstein und da können sie schon losfliegen. Ist gar kein Problem. Ich wollte ihn dann konfrontieren damit, aber die Dani habe ich dann weggezogen, weil die hat mich schon kennt. Aber so ist wirklich. Da gehst zum Müller. Ich war letztes Mal beim Müller. Die haben Spielwaren, haben die. Und da gehst du rein und da gibt es Drohnen aus Plastik für Kinder für 50 €, wo eine Kamera dort hängt. Sobald eine Kamera dort hängt, ist es rechtlich kein Spielzeug mehr, sondern eine Drohne. Kann sich jedes Kind kaufen. Kann sich jedes Ja, Kind kaufen, kann rausgehen mit der Kamera, keine ja, Ahnung, ja, über die Bundesstraße, die Nachbarin filmen. ja. Da ist einfach kein, ja, man kann es Ja, auch nicht aber überwachen. Man kann es auch ich, nicht ich überwachen. glaube, dieses Thema mit der Drohne ist schon so durch. Ja, Also ich kann keinem mehr eine Drohne empfehlen, dann kauft euch lieber eine 360-Grad-Kamera mit einem 3 Meter Selfie-Stick ja, und macht einfach, lernt mit dem Selfie-Stick so umzugehen, dass das mhm, aussieht wie Kamerafahrten. ja, äh, Ist auch schon super, muss ich sagen, wenn du das einigermaßen kannst. Und eigentlich sind ja die Drohnenaufnahmen die interessantesten, die nicht allzu hoch sind. genau, ja, Weil, ja, ich habe früher auch immer den Fehler gemacht, dann bin ich auf 70, 80 Meter hoch und habe von 80 Meter die Aufnahmen gemacht, die dann halt einfach nur langweilig waren. Und deswegen auch dann der Switch zu der FPV-Drohne von DJI, dass ich eben mit der Googles dann halt eben mit der Brille knapp an Objekte vorbeifliegen kann. Und die Aufnahmen fand ich oder finde ich heute noch am interessantesten. ja. Ja, wie Du, jetzt die anderen Aufnahmen, die dann tatsächlich aus einer sehr sicheren Höhe gefilmt werden. genau. Kann auch mal schön sein, wenn du eine schöne Natur hast, Motiv hast. Aber auf Dauer sind das natürlich sehr, sehr Du, langweilige Aufnahmen. genau, du fliegst 120 Meter, fliegst du eigentlich nicht hoch, weil das für die Optik für Menschen ungewöhnlich ist. Ja, ja, Also genau. unharmonisch. Deswegen was fliege ich meistens? 30 Meter? So in der Ja, Höhe, dass ich so über die Bäume drüber komme. Aber jetzt muss ich da beim Stoppschild schnell was einwerfen. Zwischen können und dürfen ist ja auch ein Unterschied. Von daher war die Aussage des Verkäufers richtig. Ich finde, wenn man, gut, Mediamarkt, auch wenn man Verkäufer ist und so Sachen verkauft, muss man auch eine Beratungsfunktion und ein bisschen eine Verantwortung übernehmen. Also zwischen können und ja, dürfen, ich finde, da hätte man schon sagen müssen, dass da rechtliche Auflagen gibt. Es gibt ja, keine Ahnung, einen Kenntnisnachweis, den man machen muss. Der muss ja gar nicht sagen, dass in Traunstein Flugverbot herrscht. Das sagt ja keiner. ja, Aber so eine große Drohne ohne Führerschein, also ich ja. finde, das ist aber im Verkauf, im Handel, dass einfach die Leute sich da nicht auskennen. Hauptsache, das Der, wird verkauft. der Dirk hat mir jetzt eine WhatsApp geschrieben zum Thema Facebook. Mhm. In der Zeit, wo ich ein KI-Video auf YouTube gucke, könnte ich ja noch ein paar Posts auf Facebook machen, anstatt Lebenszeit zu vergeuden. Also ich sag euch mal, was mir an Facebook gefällt. Erstens habe ich das Alter für Facebook, ist ja mehr für ältere Menschen. Also ich sehe mich als älterer Mensch. Auf Facebook ist tatsächlich so, mir gefällt Interaktion. Also tatsächlich muss ich auch sagen, ist das gleiche auch auf YouTube. Mir gefallen die Kommentare, es sind ja meistens bei mir zwei Drittel immer die gleichen Leute, die kommentieren. Mhm. Und es gibt selten mal welche, die bei mir ja, sich verlaufen. Je nach Thema. Wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel Fehlkauf Wohnmobil oder so, dann habe ich halt innerhalb von 2 Wochen 21.000 Aufrufe. Wenn Okay. ich mit dem Fahrrad den Golm hochfahre, wo ich fast meine Seele ausspucke vor Müdigkeit, da habe ich 200 Aufrufe. Also bei mir ist das wirklich, also ich habe da keine Mhm. Konstante drin. Auf Facebook ist es tatsächlich so, da habe ich zum Beispiel heute Morgen von mir und meiner Partnerin ein Bild gepostet und da habe ich innerhalb in 2 Stunden oder so 50, 60 Reaktionen drauf, ja, auch Kommentare und so. Das Okay. sind ja teilweise auch Leute, die ich kenne aus meinem Mhm. Umfeld und so und mir gefällt dann diese virtuelle ja, Kommunikation mit den Leuten, auch Interaktion, ja. Auch ein Like ist zum Beispiel eine Aktion, ja, wo du sagst, hey, komm, Ja. ja, und geht mir eigentlich in sozialen Netzwerken ja meistens darum. Und die bekomme ich ehrlich gesagt auf Facebook und auch auf Instagram verstärkter als auf YouTube. Mhm. Wie Könnte jetzt, gesagt, also auf Facebook bin YouTube, ich ziemlich raus, ehrlich gesagt.
Ja, Es läuft ja. so sporadisch mit, Mhm. aber ich war da vor einem halben Jahr, vor einem Jahr bei so einem Online-Seminar, das war vom Bayerischen Staat gefördert, das war ganz interessant. Da ist es um Social Networking gegangen und so weiter, die Plattformen, gerade für Firmen und so weiter, wie man sich da vernetzen kann. Und die Dozentin hat gesagt, dass Facebook nach wie vor auf Nummer 1 in den Social Media steht. Die Seminarteilnehmer, wir haben raten müssen, was am beliebtesten ist, und da hat jeder gesagt TikTok. Und da haben die Zahlen wirklich gezeigt, dass Facebook nach wie vor die Nummer 1 ist. Also auch nicht nur für ältere Menschen. Ja, also mir gefällt Facebook, weil ich da sehr, sehr viele Freunde habe. Einzigste, was mich tatsächlich stört, ist das Stoppschild TV. Ich Ja, überlege mir permanent den mal zu blocken, weil das ja, ist ein überlege ich Der auch. Mob nur. Ja, genau. Aber ansonsten, ja, genau. Nee, also Facebook, da gebe ich auch zum Beispiel bekannt, dass ich einen Livestream mache oder da gebe ich auch bekannt, dass ein neues YouTube, also ich vernetze ja die sozialen Medien miteinander, um eine gewisse Community zu erreichen oder vielleicht sogar die Reichweite zu vergrößern, ja. Das ist ja so das, was wir alle ein bisschen möchten. Durch mehr Reichweite eben mehr Reaktion oder eine größere Abonnentenzahl zu erreichen, ja. Das ist, glaube ich, schon auch das, was wir wollen. Es ist jetzt nicht Priorität eins, Ja, warum ich YouTube mache, aber mitunter. Im Gegensatz zu vielen anderen Content Creator, die wir behaupten, ähm, ihnen ist es egal, aber in jedem Video sagen, abonnieren und liken nicht vergessen. hm. Aber bei jedem Livestream sagen, Abonnenten sind mir egal. Muss man aufpassen. Ich muss dann immer grinsen. Ich höre Naja, dann schon zu. Eigentlich ist es mir egal. Nein, es ist dir nicht egal. Ich habe solche Themen mit dem Dirk. Der Dirk macht ja YouTube tatsächlich aus reinem Hobby, aus reinem Spaß. Er hat ja keine finanziellen Interessen dran. Aber er gibt ja auch zu, dass wenn er irgendein Video hochpostet, wo dann 5.000 oder 6.000 Aufrufe hat, hm. das freut ihn dann. Ja, sagt Also er. ich muss da ganz, also das Thema finde ich auch gut. Also da springe ich drauf an. Na, ich mag doch jetzt kein Bier, mein Wunsch. Jetzt habe ich ein Bier stehen. Da stehen, super. Also ich habe mir das eigentlich abgewöhnt, das zum Abonnieren, bla bla bla. Wenn ich ein Video mache und die Abonnentenzahlen bleiben gleich, dann reicht mir das. Und da bin ich ja ehrlich. Wenn die Abonnentenzahlen aber runtergehen, ein, zwei, drei Abonnenten weniger, dann mache ich mir schon einen Kopf und denke mir, ah verdammt, das ist ja irgendwie jetzt schon schade für die Arbeit. Ja, Aber so große Reichweite, also es ist ganz ehrlich nicht meine Ambition. also, Das, weißt ganz ehrlich, wenn ich schaue die Kommentare, wo ich jetzt schon oft nicht hinterherkomme, was mache ich, wenn ich da 20, 25.000 Abonnenten habe? Das ist hm. mir, da habe ich gar keine Zeit zum Video machen. Verstehst du, was ich meine? Also, ich sag dir mal eins, was am besten ankommt auf sozialen Netzwerken, egal YouTube oder so, ist, wenn du authentisch bist. Und authentisch bist du, wenn du verdammt nochmal sagst, ja Mann, ich mach das, damit mich mehr Leute abonnieren. Hm. Ja, dann bist du ein Narzisst. Ja, ich bin irgendwo vielleicht ein Narzisst. Ich sag mal, ein gewisser Grad an Narzissmus ist ja auch total normal. Und das wissen viele nicht, aber dieses ausgeprägte Narzissmus ist dann Hm. schädlich. Aber jeder Ja. Mensch ist auf eine Art und Weise narzisstisch. Der eine stellt sich gerne vor ein Publikum und redet, weil er sich gerne reden hört. Hm. Der andere ist musikalisch begabt und wenn er die Gitarre dann in die Hand nimmt und alle in der Halle ausflippen, dann fühlt er sich in Ekstase. Hm. Und der andere macht ein YouTube-Video und freut sich, wenn er 30 Likes mehr hat wie sonst. Ja, Ist, ja, es das stimmt ist schon. Das stimmt schon. ja, und was ist denn daran vergänglich, wenn ich jetzt meiner Community sage, Leute, wenn ihr irgendein Video von mir annimmt und dieses Video unterhaltsam findet Ja. und ich dann auf einmal 100 Kommentare bekomme und 300 Likes, dann bin ich happy, dann gehe ich wirklich mit einem guten Gefühl ins Bett. Das, ja. Was ist jetzt daran so schlimm? Ja, der Mensch ist ja der Du Belohnungstier. machst es nur, um Aufrufe zu generieren. Ja, ja, im Englisch schon, ja. Und jetzt bist du ein schlechter Mensch, bist du ein Narzisst, aber das wird ja einem relativ schnell vorgehalten. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Aber Ja, ich ja, schreie auch nicht, bitte abonniert mich. ja, aber du hast auch, glaube ich, am Anfang vom Stream gesagt, oder? Warst Mhm. du, oder kann ich, aber ist doch nicht schlimm. Ich sage das Also, auch, ich habe sogar animierte Buttons in meinen Videos,
Hm, kostenloses Abo, ich freue mich drauf, supportet mich, kostet nichts. hm. Meine Güte. Und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Ich meine, Ja, wir sind es ja gewöhnt, dass es nicht gemacht wird. Also von dem also Leute, nicht mich abonnieren, sondern abonniert bei dem Murat. Schaut mal rüber. 120 Abonnenten, dann habe ich Genau. mein Ego 8000 Abonnenten geknackt. Du, der ist auf Aber einmal, Der Dirk macht mich überall schlecht. Deswegen will das ja macht keiner er mich. immer. Ja, Das ist, ja, der hat Energie, wenn es um Bosheit geht. ja. Aber Was mal der bis immer der, Kommentare drunter schreibt, gell? Das ist, ja, 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 der sollte schon längst mal abnehmen, aber weißt, du, dafür hat er keine Disziplin. ja, weil er immer beim Globus rumlungert, lieber Kassimin. Das war ich schon. Aber genau das ist das Schöne, wenn man die Leute auch so kennt, gell? Und das dann über Jahre auch mittlerweile. Ich mache jetzt seit 2 Jahren YouTube oder so. Da sind wirklich Leute dabei vom ersten Augenblick. Das ist, ja, und das finde ich toll. Das, ja. Ja, also das Thema KI bitte nutzen, ja nicht verteufeln, aber auch mit gesundem Menschenverstand hinterfragen, mehrere Quellen forschen, vielleicht selber auch mal wieder ein Buch aufschlagen, selber recherchieren, wäre Überleg einmal, vielleicht überle auch mal gut. überleg einmal, Murat, wir sind ja auch schon älter. So um die 30, 35. Hm, Was haben wir früher gesagt mit Google und Internet? Haben wir früher mal gesagt, mein Gott, die Menschheit verblödet, du musst heute nicht mehr lernen, nicht mehr vor hm, Büchern sitzen. Wenn ich mir überlege, was die Menschen früher gelernt haben, was Menschen früher mit einem Bildungsgrad Sprachen fließend sprechen haben können, ob das Französisch, Russisch, Deutsch war, mehrsprachig, das war hm, früher ganz normal. Da haben wir doch immer gesagt, ja, mit dem Google brauchst du nichts mehr. Da kannst du ja hm, alles hm. nachschauen. Mit der KI ist mittlerweile, du brauchst nicht einmal mehr nachschauen, du brauchst teilweise gar nicht mehr denken. Das ist das Schlimme. Ja, Und es also ist, ich sag mal so, was sich vielleicht, wegen der Intelligenz kann ich gar nicht so viel sagen. Was ich aber vielleicht sagen kann, die gesellschaftlichen Normen, wie man sich benimmt, ja. Und ich weiß nicht, ob wir, unsere Generation, also Markus, auch du oder ich, nicht auch ein bisschen Teil daran schuld sind, ähm, dass wir es nicht geschafft haben, die Werte, die unsere Eltern uns gegeben haben, die zu transferieren auf unsere Kinder. Ich will gar nicht die jungen Leute verallgemeinern, da gibt es auch ganz viele Ausnahmen. hm, Aber zum Beispiel, ja, dass man mal eine Türe aufhält, einer alten Dame über die Straße hilft. Mal ja, wenn man sieht, der Nachbar hat ja, einen schweren Einkauf oder so, dass man denen hilft oder sich anbietet als Nachbar oder als Freund oder so, dass so schon diese Dinge schon nachlassen. Das Benehmen zum Beispiel in Kinos. Also ich liebe eigentlich Kinobesuche. Erstens haben mich die Kosten immer mehr abgeschreckt, weil irgendwann mal zahlst du ja mit Popcorn und eine große Cola für einen Kinofilm eine Niere. hm. Und dann ist ja tatsächlich so, dass im Kinosaal, je nachdem, was für einen Film man guckt, die Leute sich wirklich daneben benehmen. Also früher, ich wurde halt so erzogen, hey, wenn du im Kino bist, dann bist du in der Gesellschaft, dann kannst du nicht laut reden, da kannst du nicht laut lachen. Ja, Wenn man dann was miteinander sich unterhält, dann flüstert man, ja. ohne dass sich jetzt die Leute ringsum eben belästigt fühlen. Es war auch selbstverständlich, dass man seinen Dreck versorgt. So wurde ich auch erzogen. Wenn Oh ja. nicht, dann gab es von meiner Mutter mal eins hinter die Löffel. Also die war dann relativ schnell, habe ich einen Klatsche auf den Nacken bekommen. Ja, ist so. Weil meine Mutter war da, hat da nicht lange rumgefuchtelt. Die würde heute sogar, wenn ich mich schlecht benehme, würde mir eine geben. Meine Mhm. Mutter geht auf die Ich 80. kriege Also auch noch Ansagen, Thomas. sie sagt zu mir, mir ist egal, wie alt du bist, wenn du dich daneben benimmst, kriegst du immer noch eine. Genau, ja. Genau. Und ja, das vermisse ich ein bisschen, diese Gesellschaftsformen. Und heutzutage, ja, muss ja auch noch aufpassen. Letztens Mal, wo ich im Kino war, das war eine Gruppe Jugendlicher, Mhm. die haben sich so daneben benommen, dass ich dann irgendwann mal wirklich höflich was gesagt habe. Da habe ich noch fast eins auf die Fresse gekriegt. Also musst du auch noch aufpassen, dass du nicht Schläge Ja, kriegst. Ja, macht halt keinen Spaß mehr. Und diese Werte haben wir nicht geschafft. Also es unsere Generation hat nicht geschafft, diese Werte weiterzugeben. Es ist vielleicht sogar die Generation vor uns gewesen mit der ganzen unautoritären, freien Erziehung. Da muss jetzt Ja. so
ganz unverblümt so an Waldorfschule und so weiter denken, Mhm. Blümchen, Mhm. Bäume umarmen. Wir haben Autorität erfahren. Gut, die Autorität war auch, dass mir meine Mutter einmal übers Knie gelegt hat. Ist natürlich heute strafbar, ein Kind übers Knie zu legen. Aber vielleicht woher sollten die heutigen Eltern das noch wissen, wie die Erziehung laufen ist? Woher sollen die das wissen? Die geben das so an die Kinder weiter. Das Ja, ist wirklich Erziehungssache. Und Erziehung kostet Zeit und Kraft. Man muss Zeit und Kraft investieren. Und dann klappt es auch. Wenn ihr beim Kleinen nachschaut, der sagt bitte danke, hält die Tür auf, kommt, fragt mal, wie geht's, kann ich dir helfen? Da, das ist, ich finde, Erziehungssache. Ja, ja, ist schon Erziehungssache und die haben halt schleifen lassen, ja. ja, Das war vielleicht ein Fehler. Das ist ein anderes Thema. Die Gesellschaftsformen haben sich geändert, ja. massiv, ja. Dass die Jugendlichen weniger können oder so. Ich glaube, dass man sich heutzutage einfach nur schneller ablenken lassen kann. Ich würde, also ich war eh so, ich war immer sehr, sehr schwierig, bei mir war es sehr schwierig, dass ich mich auf eine Sache konzentriert habe. Ich war immer so, ich wollte immer zwei, drei Sachen parallel machen und habe mich schnell immer ablenken lassen und so. Also wäre ich heute Schüler, wäre ich also heute 13, 14, ich wäre verloren. Ja, Ich hätte eine Watch, ich hätte wahrscheinlicherweise auch ein Smartphone, wenn nicht sogar noch schon zwei. Und ich wäre einfach verloren. Also ich glaube, ich hätte einen Schulabschluss nicht geschafft. weil die Jugend ist nämlich blöd und man darf ja nie die Jugend unterschätzen. Wir waren auch jung, wir sind auch Ja, ja, unterschätzt ja, worden. Da hat's geheißen, ach, du hast da keine Ahnung. Früher war alles besser. ja, ja. Das Ja, dürfen wir. aber auch jetzt dieses Ding, dieses dass man verleitet wird, Geld auszugeben. Mhm. Zum Beispiel, es war so, wir waren alle broke, also wir waren alle ohne Kohle in meiner Jugend. Also wir hatten nur zwei Freunde in meiner Clique oder in meinem Freundeskreis, die regelmäßig von ihren Eltern Taschengeld bekommen haben. Dann haben die sich sogar dann in der Freizeit, wenn wir draußen waren, sind die mit so einer Colaflasche gekommen, die kleinen aus Glas. Mhm. Haben die da eine Colaflasche, die waren für uns schon, boah, guck mal, der hat sich eine Coke gekauft. Ja. Hei, hei, hei. Wir haben dann halt irgendwo wirklich aus einem freien Wasserhahn oder so getrunken, wenn wir Fußball Mhm. Mhm. gespielt haben. Und die konnten sich dann bei der Tankstelle eine Cola kaufen oder aus dem Lidl mit den Lidl-Colas. Aldi, Lidl war ja damals gar nicht so vertreten zu meiner Jugend. Ja, es war ja schon eine andere Zeit, ne? Aber das sage ich an Junior heute noch, wenn ich mir irgendwas kaufe, wo ich sage, boah, das habe ich als Kind ganz hin und wieder selten mal bekommen, da habe ich aber ganz brav sein müssen. Es ist so, du gehst einkaufen und denkst, du nimmst ein Junior das mit und das kennst du aus der Kindheit, das hättest du gern gehabt. Da muss man aber ja schon ein bisschen aufpassen, dass man dann die Kinder nicht verwöhnt, gell? Ja, Weil man ja, selber das ja. nicht gehabt hat, dass man das dann den Kindern zu viel irgendwie dann, ja, weitergibt. Also Ja, aber Kinder. ich habe früher jetzt eben auf die Frage vom Ding einzugehen, vom Dirk. Ich glaube tatsächlich, dass du heute schon mehr verleitet wirst, Geld in die Hand zu nehmen. Also ich habe früher keine Apple-Kopfhörer gebraucht. Da hat es der 20 Mark Walkman aus dem Aldi getan. Ja. Da war ich happy, wenn meine Mutter für 20 Mark einen Walkman gebracht hat. Die haben zwar Batterien gefressen, wie verrückt. Oh ja, Da hast du fast jeden Tag einen Satz Batterien gebraucht, stimmt. wenn du nur 1 oder 2 Stunden Musik gehört hast. Ja. Aber trotzdem, man war überglücklich, dass man jetzt eben, wenn man in die Stadt gelaufen ist, auch Ja. mal Musik hören konnte, ne? Aber Ja. schau, du musst ja das schon machen. Das Kind muss Fortnite spielen, weil sonst ist es in der Schule scheiße. Das Kind braucht ein Handy. Du musst auch Genau. drauf zocken. Das Kind braucht aber auch Netflix, weil sonst kriegt es die neue Serie nicht mit, wovon jeder Mhm. redet. Mhm. Keine Ahnung, Prime Video. Und wenn die Schuhe nicht von Nike sind oder die Klamotten, dann bist du sowieso komplett unten durch. Mhm. Mhm. War bei uns in der Schule früher nicht so. Wir haben das nicht gehabt. Klar hat es Kinder gegeben, die haben teure Klamotten gehabt. Ja, Aber ich bin jetzt noch nicht so gemobbt worden. ja. Weil hat es einfach auf die Schnauze gegeben. Dann haben wir gekauft. Aber Ja, heu ja, also der Mobbing Druck, gab es früher auch. Aber ja, es, gab's, es ja. hieß halt nicht Mobbing. Ja, das gab es Ja, früher auch. Mobbing. Ja. Genau, genau. Was halt auch ein bisschen schade ist, dass die Kinder heutzutage ja auch so ihre Kindheit nicht wirklich leben. Sie bekommen sehr schnell mit Sexualität in Berührung. Die Ja, müssen sich doch heute irgendwie in der Google-Suchmaschine nur vertippen. Schon sehen sie nackte Frauen oder nackte ja, Männer oder ja. noch Schlimmeres, ja, muss man ehrlich sagen. Ich war 14, wo meine Sandkastenfreundin mich das erste Mal geküsst hat.
Und ich bin erst nach Hause und habe mich dann mal erstmal meinen Mund mit Seife abgewaschen, weil ich es eklig Ach fand. Gott. Ja, 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 ich war mit 14 noch nicht so weit wie heute Mhm. manche Zwölfjährige, weil wir Ja, sowas stimmt. halt nicht kannten. Und bei uns war Sexualität in der Familie war so ein Tabuthema. Ich bin Ja. immer zum Kolleg gefahren, der hatte eine Bravo-Abonnement. Und da habe ich bei ihm dieses Dr. Sommer-Team Seite immer gelesen, ja, weil ich halt dieses Thema interessant fand. Aber in meinem Freundeskreis, aber auch in den Familien, dieses Thema einfach tabu war, ja. Ich habe mich da über Bravo praktisch Ja. schlau gelesen und habe dann irgendwann mal ja, ein Ach, paar über Sachen Bravo. dazugelernt. Ja, ja. Oh. Heute sind die mit 14 manchmal weiter wie wir erwachsenen Leute, ja. Ja, stimmt. Ist schade eigentlich, ja, schade, ja. Ab 14 nur harter Sex auf dem Mattenwagen. Ja, also, ja, es ist schon, ja. Äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter, will ich gar nicht sagen. Es war nur eine andere Zeit. War wieder wahrscheinlich auch individuell. Der eine war vielleicht frühreif, der andere war wegen später reif. Ah, Ich klar. war vielleicht eher wegen später. Dafür ich habe mit 12 und 13 habe ich noch mit kleinen Soldaten gespielt. So, habe die dann immer eben draußen so aufgestellt und dann haben die Kriege geführt. Ja. Da habe ich die immer so sortiert. Das war für mich das Größte. Das andere kommt dann von allein. Da haben wir Zeit genug. Und irgendwann kommen wir ins Alter, da sind wir froh, wenn wir unsere Ruhe wieder haben. Wenn wir wieder mit keinen Soldaten spielen können in Ruhe. Das ist definitiv so, ja. Ja, jetzt haben wir echt schon über 1,5 Stunden gestreamt, gell? Ja. Vor allem, Ja. wie wir auf das Thema gekommen sind, gell? Also ich werde mir den Stream nochmal anschauen, weil das interessiert mich, wie wir da auf das Thema jetzt gekommen sind. Nee, ich sage immer, weißt du, das eine Thema rutscht da ins andere. Ich sehe aber auch an den Zuschauerzahlen, wir schwanken ja, wir hatten ja auch eine Zeit lang so 23, 24 Zuschauer. Echt? Jetzt sind Okay. wir, ja, jetzt sind wir bei 16, jetzt wieder bei 15. Also es ist wirklich so verschiedene Themen. Den einen spricht Ja, es an, der andere sagt, hey, das ist mir langweilig. Es sind zwei alte Männer, die sich da unterhalten. Ich will das gar nicht schön. sehen, aber ist ja total legitim. Ist ja eine offene Diskussionsrunde. Und Live-Chat ist ja dafür da, dass die Leute ja auch einen Vorschlag bringen, über was wir hier reden könnten, ja, ob sie Ja, eben Lust haben. Ne? Wir beide sind, glaube ich, ambitionierte Drohnenpiloten, oder? Du fliegst immer noch viel Drohne. soweit es geht, ja. Ja, ja, Hast du definitiv. irgendwie jetzt auch, wirst du irgendwas updaten? Was du sagst, die Drohne tut es nicht mehr, ich baue eine neue? Also wie gesagt, ich fliege die Mavic 2 Classic, die mit der Hasselblad-Sensor, mit dem großen, vollkommen ausreichend. Vollkommen ausreichend. Ich brauche nichts Neues. Ich habe mir jetzt die Pocket 3 gegönnt, nach 2 Jahren. Ich glaube, über 2 Jahren schon raus ist. Habe ich auch damals überlegt, ob ich auf den Hype aufspringen, da Videos zu machen mit der Pocket 3. Bin ja Mhm. absichtlich nicht aufgesprungen. Und ja, ich habe deine Videos angeschaut, Murat, von der Pocket 3. Oh, okay, ja. Du hast, glaube ich, auch so einen Test gemacht nach einem Jahr. Ja, Genau, ist für mich die Kamera, definitiv. Und jetzt die habe meine ich immer Bitte, dabei, immer. ich habe Die habe ich immer dabei. ich hab viel mit der Action 4 gemacht und mit der Pocket 2. Und da Mhm. war jetzt auf dem Campuslauf und da war das Licht doch schon ziemlich ja, düster und dunkel. Und da Mhm. habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mal. Jetzt hole ich die Pocket Mhm. 3, weil die einfach lichtstärker ist und Mhm. irgendwann musst upgraden. Da macht es einfach keinen Spaß mehr mit altem Equipment zum Rumlaufen. Ja, Und ja. nach 2 Jahren habe ich dann doch mal gesagt, okay, gut, jetzt springe ich über meinen Schatten. War sogar ein bisschen entsetzt, dass die immer noch ziemlich teuer war. Ja, Aber ja. es gibt halt einfach nur keine Pocket 4, ja. Deswegen ist die Pocket 3 Mhm. nach wie vor vom Preis ziemlich stabil. Aber, aber findest du es nicht ein bisschen dreist, was DJI macht oder die ganzen anderen Hersteller? Ja, jetzt wird bestimmt jemand reinkrätschen und sagen, ja, eine Firma ist ja ausgelegt, um Umsatz zu machen. Ist es für dich gerechtfertigt, dass DJI, GoPro oder egal wie sie alle heißen, in jährlichen Rhythmus schon, also wir haben uns ja bei Smartphones schon dran gewöhnt, Ja, wobei ich das auch ein Humbug finde, totaler Humbug. Ist es tatsächlich ja, strebenswert zu sagen, da ist jetzt ein Hersteller, der stellt jedes Jahr eine neue Kamera vor, wo viele Erweiterungen, vielleicht mit einem großen Update, mhm. mit einem sehr großen Software-Update sogar auf der vorhandenen Kamera Ja, äh, laufen würden. Weil wir reden ja Nachhaltigkeit, Ressourcen sparen, Energie sparen, wir wollen Elektroautos, wir wollen Wasserstoffautos.
Aber wir gehen jetzt dahin und stellen jedes Jahr unsere neuen Kameras vor und der ein oder andere fühlt sich ja von uns inspiriert oder angesteckt und kauft sich die dann auch noch privat. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Ergebnisse bei gutem Licht, die Ergebnisse von der DJI Osmo Action 6 mir anschaue und die Ergebnisse von der DJI Osmo Action 4. Mhm. Bei gutem Licht würde ich sogar behaupten, dass sogar die Aufnahmen der 4 besser aussehen. Ja, gibt sowas. Ich Ja, kenne es es bei gibt meiner sowas. alten GoPro 8, die macht schönere Timelapse, spannendere von den Farben als die Ja, Action 4. Die sind genau. zu scharf, zu knackig. Ja. Genau. Und jetzt sind Ich so finde, Sachen, ist es Geldmacherei? Werden wir gemolken? also ich finde, man muss das unterscheiden zwischen ökologisch und ökonomisch. Ökonomisch natürlich Geld machen, Geld. Sehen wir doch schon beim scheiß iPhone. Da Ja, ist ein ja. kleiner Knopf an der Seite, der ist neu. Ist es wirklich wert, ein neues Modell rauszubringen, was ökologisch eigentlich ja Irrsinn ist, an Ressourcen zu verschwenden, weil ich da einen kleinen Knopf habe? Mhm. Also ökonomisch ist natürlich die Chai ein Wunder. Die Leute warten schon drauf. Was könnte geleakt werden? Was kommt neu? Die Chai Ja. hat einen Marktwert, das ist gigantisch. Die machen das richtig schlau. Wenn Was ich jetzt die, auch, Po- wenn jetzt die Pocket 4 rauskommt, ja, was muss die haben, dass du sagst, ich werde sofort die Pocket 3 auf die Seite legen, verkaufe die sofort bei eBay ja. Kleinanzeige, wenn die Pocket 4 rauskommt? Die Pocket 4 müsste für mich einen KI-Modus haben, wo ich gar nicht mehr rausgehen muss und die macht die Videos automatisch. Nee, es wird für mich im Moment, gut, die Pocket 3 habe ich jetzt eine Woche, es wird für mich jetzt nichts geben. Nein, nee, aber das wird es rechtfertigen. Dass man sagt, umso dunkler wie es ist, wenn Lichtverhältnisse schlecht sind, wenn es da besser wäre, da müsste es aber auch massiv besser sein. Es wird aber nichts geben. Mhm. Nee, mir würde so echt nichts einfallen. Also tatsächlich fehlt mir eine Sache bei meinem Pocket 3, Okay. optischer Zoom. Ein optischen Zoom, kein digitaler. Wenn jetzt wirklich, sag mal, in 2 Monaten DJI um die Ecke kommt und sagt, hey, pass mal auf, du hast bei der Pocket 4 6K, bestimmt werden sie auch sagen, der Sound ist besser, die Akkulaufzeit ist besser. Und wenn du auf den Knopf hier drauf drückst, dann macht die Pocket 4 dir auch noch Spiegeleier mit Suppe. Keine Ahnung, ja. Aber wenn die dann wirklich sagen würden, und du hast wirklich einen verlustfreien Zoom, das muss nicht mal ein Ja, optischer sein, sondern du machst einen 7-fach, 5-fachen Zoom. Weil es gibt Situationen, wo ich es nicht so weit wirklich haben möchte, wo ich sagen mhm. möchte, schau mal die Berge hinter meinem Rücken und dann möchte ich meine, man hat es ja jetzt auch schon, in Ja. kleinen digitalen Zoom hast du ja auch, wo auch Anführungsstriche, aber eben, dass dieser nochmal ausgebaut wird. Das wäre so ein Punkt, wo ich ab und zu beim Vloggen an meiner Pocket tatsächlich vermisse. Dann würde ich aber noch, Ansonsten, dann würde ich noch eins drauflegen und zwar eine mechanische Blende, dass man Blende einstellen kann, wie es bei der Mavic Classic kann. Das war nämlich der ja, Grund, warum ich die Drohne geholt habe mit der Blende. ja, ja, genau. Wenn es dann eine Aber schöne Blende hättest, ja, das, also die 2 Punkte und dann ist es die perfekte Vloggenkamera. Sie ist sie jetzt schon. ja, Also ich verstehe, ich brauche keine andere Kamera. Ich habe ja in Kombination die Pocket 3 in Kombination mit der DJI Osmo Action 4, 5, 6. Da ist man auch, man kann jetzt mit der Pocket 5 oder mit der Osmo Action 5 oder 4 oder 3 oder kann man ja auch bei Regen vloggen. ja, Genau, benutze ich auch, ja. genau. In Kombination. Ja. Also Ja. Drohne, Pocket-Kamera, Handy. Ich nutze ja ganz gerne das iPhone zum Filmen, zum Streamen. Muss ich sagen, Mhm. nach wie vor die Qualität ist wirklich gar nicht schlecht vom iPhone. Und das halt dann in Kombination, je nach Einsatzzweck, wo ich es brauche. Also ich Ja, will jetzt mit der Pocket 3 nie im strömenden Regen draußen rumrennen. ja. Ich habe eine Frage an dich, Markus. Kannst du die Kommentare in den Livestream einblenden, so wie bei StreamYard, wenn du auf das Kommentarfeld drückst? Ja, das mache ich eigentlich immer wieder mal. So, zack. Ja, 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 genau, genau. Das ist ein weiteres Feld, das jeder in der eigenen Hand hat, sich dem Kram hinzugeben. Mein Handy ist 5 Jahre alt und ja, ich möchte jetzt dazu mal ganz kurz was äußern. Also,
Es ist tatsächlich so, ich kann es bestätigen, wenn du einen neuen Stoff auf deinem Kanal präsentierst, also und ich rede hier von jeglicher Art Technik, ob es jetzt eine neue Drohne ist, ein neues Objektiv, eine neue Kamera, ein neues Body oder spielt keine Rolle. Immer solche Produkte, Produktvorstellungen machst. Früher gab es ja, oder die gibt es glaube ich immer noch im Fernsehen, diese Werbesendekanäle. Hm. Da hat man sich ja nachts, wenn man, ich hatte mal eine Zeit lang Nachtschicht und so. Und dann, Teleshopping, ja. ja, dann habe ich so Teleshopping laufen lassen, das habe mich beriesen lassen und bin dann auf der Couch eingeschlafen. Teilweise hat man ja, manche YouTube-Kanäle haben ja schon mittlerweile dieses Niveau. Ja. Ja, muss man schon sagen. Es ist aber tatsächlich so, einerseits kann ich es auch verstehen, weil wir YouTuber, wir wollen ja keine Abonnenten, wir machen das ja alles nur, weil es Spaß macht und die Aufrufzahlen sind ja uns nicht wichtig. Deswegen gehen wir hin und tun unsere Wandervideos oder Fahrradvideos nicht nur präsentieren, sondern kaufen auch regelmäßig neue Technik-Shit, Mhm. damit dann die Aufrufzahlen hochgehen. Es war jetzt Ironie, also in der ganzen Geschichte. Also es ist tatsächlich so, wenn du neue Technologie präsentierst auf YouTube, Ja. das kann ich selber bestätigen, also auch an meinen eigenen Videos, hat man gewöhnlich mehr Aufrufe als sonst. Mhm. Und manche verfallen, nicht alle, ich will das auch nicht jedem unterstellen, manche verfallen diesen Rhythmus. Ich habe jetzt da ganz ein großes Problem mit meinem Kanal. Ich habe jetzt vor kurzem von K&F eine Wildtierkamera vorgestellt, weil ich immer mal haben wollte. Ich habe das Ding irgendwie geil gefunden, irgendwo in den Wald reinhängen. Mhm. Ja, die Aufrufe waren jetzt nicht so toll, leider. Die UNO war jetzt auch nicht so begeistert. Jetzt habe ich aber, ich war da auf der Messe in Nürnberg und da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und da habe ich jetzt von Foto Koch, glaube ich, heißen die, Angebot gekriegt, dass ich mal was drucken lassen kann. Ich mache ein Video darüber. Und jetzt habe ich noch was bekommen. Ich kann es euch einmal zeigen, was ich auch immer haben wollte. Und zwar ist das für die Kamera. Vielleicht kennt ihr ja die Firma. Ich halte es euch mal hier. Mhm. Ja, Zoom, ja. Zwar ein richtig schönes Torpedo-Raketen-Mikrofon. Das wird zur Verfügung gestellt worden zum Testen und so weiter. Weil ich auch mit der Nikon jetzt öfters mal filmen und da habe einfach der Ton von der Kamera nicht so gut gefallen. Müsste jetzt auch endlich ein Video drüber machen. Jetzt ist wirklich das Problem, du kriegst dann so einen Zwang. Du musst, du musst, du musst, du musst. Jetzt kann er nicht 3 Videos hintereinander machen, irgendwelche Produkte vorstellen. Da sagt doch irgendwann jemand, ey, ist das Teleshopping jetzt hier oder kann man dich nur irgendwie bei deinen Vlogs sehen? Ja, Ja, das ist, glaube ich, das, was du vorhin gemeint hast, gell? ja, aber es Und ist dann so, so ein, ich will mal was zeigen, ich komme gleich wieder. so ein Zugzwang. Ja, mir wird ja auch was zugesendet, ja. Ich habe jetzt eine Kooperation mit der Firma Newer und die Okay. haben mir hier diese Mikrofone hier gesendet. Mhm. Das Video dazu, das Auspackvideo wird jetzt am Mittwoch bei mir auf dem Kanal veröffentlicht. Okay. Und da ich ja keine Abonnenten und keine Aufrufzahlen möchte, unbedingt mich abonnieren und aufrufen. Genau. Ironie aus. Also ich habe 2 davon. Eins haben die mir tatsächlich mit einem defekten zweiten Mikrofon geschickt. Und das Oh, brauche ich ja nicht. Das werde ich jetzt verlosen. okay. Und dieses hier, dazu mache ich jetzt nochmal 2 Produktvideos dazu. Mhm. Ausführliche, eben Reichweite Ja, und Pipapo, Störgeräusche und alles drum und dran. Und dann würde ich das Funktionierende auch verlosen. Also meinen Kanal zu abonnieren lohnt sich ja. tatsächlich, weil ich habe mir ja, wie gesagt, ich habe die DJI Mix, Mhm. die eben bei meiner Pocket dazu liegen und zu der DJI Osmo Action 4 habe ich ja auch eine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch den Newer CM28. Jetzt habe ich 2 solche. Was will ich mit den ganzen Mikrofonen? Also ich will ja Ja. keinen Mikrofonladen hier aufmachen. Wenn ich das Zeugs verkaufe bei Kleinanzeige, ja gut, verpacken, versenden, da bin ich nicht so der Held. Ich verschenk's. Ich verschenke es einfach. Dann hat derjenige was davon und mein Kanal wächst vielleicht auch ein bisschen und wird sympathischer durch Produkte. Ja, ja, haben wir auch schon überlegt, einfach der Community was zurückgeben. Auch mit dem Fotodruck-Ding habe ich jetzt auch überlegt, so einen kleinen Wettbewerb zu machen, dass Leute Fotos einreichen können, dass sie dann ein
Fotobuch draus mache, was ich zu Weihnachten dann irgendwie verlose oder so. Aber ich komme momentan einfach nicht dazu. Ja, ja, das ist ja auch das Problem. Ich habe es ja bei K&F selber verkackt. Mhm. K&F war ja von mir und von meinem Content wirklich begeistert. Die war mit mir im regen Kontakt. Ja. Dann haben die mir ein Stativ geschickt, dann haben sie mir das geschickt, dann haben sie mir eine Tasche geschickt, ND-Filter und alles drum und dran. Ich kam nicht mehr nach und ich hatte die Motivation nicht. Da bin ich manchmal sehr gemütlich und faul Mhm. und dann habe ich einfach die Zeit nicht eingehalten. So, das hast du dann einmal gemacht, das hast du zweimal gemacht, Okay. dann hat irgendwann Count-F gesagt, weißt du War das was? K&F oder war das Kentface? Ne, Count-F. Also, okay. Kenface. Also bei Genau. Kentface null Probleme. Null. Habe ich noch nie gehabt. Mhm. Gar nicht. Mhm. Na, faszinierend. Vielleicht schreiben sie mich ja mal wieder an. Ja, Ja, keine Ahnung. wann sollen sie sich anschreiben? Die sind immer. Ja, genau, die Una. Die Frau Long, ja, genau, genau, die Frau Long. Mit der bin ich übrigens sogar auf Facebook befreundet, zum Thema Facebook. Ja, ich auf Ja, Insta und privat über WhatsApp schreiben wir uns immer wieder. Also wirklich ja, klasse. ja, ja, ja. Ich Deswegen habe habe ich gefragt, traurig gefunden, weil mit der Wildtierkamera, die wollte ja ich haben. Ich habe gewusst, kein Mensch oder nicht viele kaufen sich die Wildtierkamera. Ist ja so ein Nischenprodukt, aber ich wollte es haben. Und jetzt hat es wirklich kein Mensch gekauft. Da tut mir die Una immer so leid, weil die muss ja das auch irgendwie rechtfertigen. Warum schicke ich die mal Kamera für 120 Euro? Weißt du, da haben wir dann so ein schlechtes Gefühl. So richtig so, scheiße. ja. Also nochmal, zu dem Mikrofon hier, ich habe die schon länger im Einsatz, der Dirk hat recht. Ich habe das einmal mit einem defekten zweiten Mikrofon bekommen. Da habe ich der Firma Newer geschrieben, hey, passt mal auf, wenn ihr mir ein defektes Teil sendet, dann werde ich dazu kein Video machen. Das war ja der Deal. Der Deal war, sie schicken mir was ich dann danach vielleicht für mich selber einsetzen kann, verkaufe, alles drum und dran, weil man verdient ja nichts dran. Und dann Hm. ist dieser Vertriebler, hat dann irgendwie bei Newer nicht mehr gearbeitet, dann war das sehr, sehr lange Funkstille. Ich habe das Mikrofon trotzdem ein paar Mal eingesetzt. Ich bin von der Soundqualität begeistert. Ist echt Okay. nicht schlecht, muss ich sagen. Nur damals, wo sie das erste Mal mir dieses Mikrofon geschickt haben, hat dieses Mikrofon 350 Euro gekostet. Ach Gott. Ja, also habe ich mir gedacht, bevor ich mir das hole, dann hole ich mir das Original DJI Ja. oder eben von einem anderen Hersteller, ja. Zum Beispiel, wie gesagt, Rode hat ja auch gute Ja, Lavalier-Funkmikrofone. Lark war noch recht bekannt. Das liegt damals noch Lark ist ja, viel von jetzt Lark rum. kosten die Teile, jetzt pass mal auf, jetzt ist ein halbes Jahr her oder fast 8 oder 9 Monate ist sogar her. Ja, Jetzt haben sie nochmal geschickt. Jetzt Black Friday 96 Euro. ja. Also, als sie das erste Mal mir das zugesendet haben, 350 Euro, jetzt 96 Euro. Aber jetzt gucke ich mir das an. Zum Beispiel, die haben hier kein Magnet, wo du einfach per Magnet, sondern immer noch so einen Clipser. Okay. Also die neuen Mikrofone, jetzt auch von DJI und so, die haben preislich natürlich den Markt kaputt gemacht. Und jetzt werden die Dinger, die eigentlich Ja. hinterhergeschmissen, Oder du hast es sind. dir zu lange angeguckt. Vielleicht hast du das für 350 vor 10 Jahren schon bekommen. Nee, Und nee, dann das hast du ist 10 Jahre das ist genutzt. tatsächlich so, das ist innerhalb in einem Dreivierteljahr ist der Preis von 350 Euro jetzt weit unter 100 Euro gesunken. Aber Wahnsinn. schau doch, ich habe mir die DJI Mini Mix bestellt Ja, für 77 Euro. okay. Da sind zwei Sender, ein Empfänger, da ist dieses Akku-Case mit dabei, Ja, diverse Kabel, alles drum und dran im Set habe ich mir bei Amazon bestellt. Jetzt kommst du mit einem Newer-Teil, was auch gut ist, auch ja, super Qualität hat, für 99 Euro. Hier ist natürlich noch der Unterschied, du hast hier wirklich ein großes Display, wo du steuern kannst und die Teile haben internen Speicher, da kannst 14 Stunden okay. aufnehmen ohne den Empfänger. Gleichzeitig eben kannst du auch mit USB-C laden oder kannst auch ein Lavalier-Mikrofon direkt hier rein. Das hat halt alles die DJI Mini nicht. Also die haben schon noch ein paar Funktionen mehr Ja. als die Modelle von DJI und die Tonqualität ist auch super. Also Deswegen schlecht kommt sind mir die das, echt nicht. deswegen kommt mir das Mic Mini gar nicht an den Kragen. Weil das Mhm. Mic 2 ist perfekt. Intern aufzeichnen. Du kannst ein Mhm. Lavalier-Mikrofon dranhängen. Das Ja. Einzige ist wirklich der Transmitter, das Display ist ein bisschen klein, die Qualität ist super. Es reicht ja die normale Qualität, die Funkqualität. Also auf den internen Speicher habe ich noch nie zugreifen müssen. Aber jetzt habe ich gerade gehört, du, das Mini 2 mit Transmitter in der Ladeschale für wie viel Euro?
Wie Das das? hier? Wie viel hast du es gekauft? Das Mini, nein, das Mini, Mini 77 Euro. aber ein Mikrofon. Nein, 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 nein. Jetzt bei Amazon immer noch im Angebot. Jetzt gerade kannst du dir holen. Okay, Das Ladecase, 2 Mikrofone, ja, ein Empfänger und die ganzen Kabel, die du dazu benötigst, ja, liegen auch mit dabei. wow. Okay, das 77 ist, Euro habe ich mir jetzt auch bestellt, weil ich jetzt tatsächlich, ich vlogge ja mit DJI Osmo Action 4, ich vlogge mit der Pocket 3, also sind die untereinander kompatibel. Ich muss da eben nicht mal den Empfänger oder so ankoppeln, ich kann es okay. über Bluetooth verbinden, bietet sich an. Hier hast du natürlich den Riesenvorteil, dass du so einen Empfänger hast, Mhm. kannst du an deine Spiegelreflexkamera oder spiegellose Kamera Mhm. anschließen Ja. und kannst auch an der Osmo Action 4 anschließen, weil Mhm. bekanntlicherweise kann man ja nur ein Wireless-Mikrofon an die DJI Osmo Action 4 anschließen. Mhm. Wenn man aber Oh, ja. natürlich mit dem Empfänger hier an die USB-C-Buchse geht von der Action-Kamera 4, dann hat man auch wieder 2 Mikrofone. Man muss aber bedenken, in dem Moment ist seine Action-Kamera halt nicht mehr wasserdicht. Es gibt aber für die Action 4 einen Adapter, wo du ein Mikrofon dran stecken kannst. Den gibt's. Ja, Und ja, diesen DJI für 15 Euro, diesen Adapter. ja, Den genau. habe ich auch bestellt. Den habe ich auch bestellt. Aber in dem Moment, wo du diesen Adapter halt ansteuerst, Ja, diese Klappe wegmachst, ist deine Action-Kamera nicht mehr ja. 100% wasserdicht. Das sollte halt auch jeder wissen, ja. Aber wenn wir gerade bei Produktwerbung sind, also Zoom, super. Du hast 90 und 120 Grad, du kannst praktisch nach vorne und seitlich. Ne? Interner Speicher ist batteriebetrieben. So schaut das Ganze aus. Also es macht schon was her, wenn man sowas auf der Kamera stecken wird. Es ist alles schön dämpft, also gedämpft, gefedert. Und du hast da den Peak drin. Also wenn daneben jemand klatscht oder laut ist, wird es abgedämpft. Du hast mit dem Ding nie einen übersteuerten Ton. Und das hat mir immer so richtig genervt. Kennst du das? Wenn du einen Ton aufgenommen hast, schaust dann in dein Schnittprogramm rein und dann siehst du schon die Audiowelle rot. Ja, Du klar. kannst nichts mehr machen. Das ist einfach kaputt. Das macht ja die DJI Mini Mic auch automatisch. Genau. Und die Ja, Zweier, glaube ich, das MiG 2 hat das noch nicht, den Peak Flow. das hat die Mic 2 nicht, nein. Genau. Das war das, wo ich Funktioniert überlegt habe, aber, ah, vielleicht doch. ja, ja, für 77 Euro machst du, glaube ich, nichts falsch. Weil wir halt faul sind. Normalerweise musst du den Ton erstmal einpegeln. Genau. Also es ist halt wirklich so, wenn du Video-Creator bist, so wie wir es auch sind, ist der Ton sogar wichtiger als das Bild. Ja, Ja. Der genau. Ton, sage ich immer, ist mein Endgegner. Genau, das ist wichtig. Ja, da kann das Bild ein bisschen verwackelt sein, aber sobald der Ton kacke ist Ja, vorbei. ja. Es ist wie Ma, ein ma, überbelichtetes Foto. ja. Würde mal einfach interessieren, Markus, wir haben jetzt 16 Zuschauer, paar Aktive im Live-Chat. Wie gefällt euch denn der Livestream hier mit mir? Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es gerne schreiben. Außer der Dirk, Dirk. der Dirk, der kann auch schreiben. Der wird eh sagen, äh, ja. Also mich würde es einfach mal interessieren, oder waren die Themen jetzt alle durchgehend langweilig oder hättet ihr gerne andere Themen, die wir besprechen? Weil wir können nur besser werden, wenn ihr offenes Feedback gibt. Die dürfen natürlich auch kritisch sein. Ja, vor allem, liebe Zuschauer, ich möchte jetzt endlich wieder regelmäßig streamen. Elisabeth, hi, grüß dich, servus. Und ja, ich möchte einfach wieder mehr streamen, weil ich richtig viel Bock drauf habe. Jetzt ist der Ton laut. Bin ich laut? Ja, du bist stellenweise ein bisschen leise gewesen und dann ist er wieder auf laut. Mach mal das Mikrofon wieder weiter weg. Ich habe ein lautes Organ. Aber du hast gerade so eine beruhigende Stimme gehabt, so leise. Ich kann beides. Ja. Ich habe 4 Me Kinder. Ich musste auch mal laut werden in meinem Leben. me meditativ. Ja, ja. Moin und guten Abend. Der Bin Bernd aus gerade dazu gekommen, Harburg. alles bestens. Ja, der Bernd, sehr schön, Bernd, dass du da bist. Ja, Ja, Leute, ich finde es echt toll, weißt du, egal wo ich hingehe, bekannte Gesichter. Wobei bei dir, jetzt den Jojo Jonas, den kenne ich gar nicht, den Ritter-Foto kenne ich auch nicht. Ja, schön, sind dass schon ich einige dabei. jetzt, ja, genau. Dass ihr aber das mal hier gehört habt, ich und der Markus oder Markus und ich, weil der Esel nennt sich ja immer als erstes. Ähm,
Wir wollten uns sogar mal spontan treffen im Sommer, das hat aber leider nicht geklappt. Ja, Genau. ich weiß Aber wir sogar noch. wollen das, Oh, wir wollen das auf jeden Fall wiederholen, weil wir beide ja ähnliche Interessen haben. Fotografieren, Wandern, Natur, äh, haben auch privat ähnliches durchgemacht in unserem Leben, stimmt. zeitlich versetzt. Aber andere Themen, ja, von dem her wollte ich mal den Markus auf jeden Fall treffen. So weit entfernt wohnt er von mir gar nicht. Das sind, glaube ich, 2 Stunden, 3. Ja, 3 Stunden sowas, ja. Ja, sowas, ja. Auf jeden Fall denke ich mal, wenn es Frühjahr ein bisschen ist und die Temperaturen wieder ansteigen, dann werde ich dich gerne mal. Ich habe ja einen Camper, von dem her bietet sich das ja an, Der dass ich Toni, dann dass ich in deine Richtung komme. hm, Und dann machen wir auf jeden Fall mal eine kleine Wanderung mit Fotografie. Würde mich freuen. Genau. Und das ist das Das Schönste. Stoppschild ist aber weit entfernt von dir, oder? Nicht, Gott dass ich sei zu Dank. dir Ja, fahre und dann taucht der plötzlich auf. nein, 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 nein. Okay, also, Der besucht mich schon ewig nicht mehr, weißt du? Er darf nicht mehr so weit fahren. Seine Frau hat ah, es ihm verboten, ja. hm, Genau. ja, vielleicht. Aber er war schon zweimal da. Also ich glaube, zwei, Okay. dreimal war er schon da. Und ich war auch schon mal zweimal da oben bei diesem Bostalsee. Hm. Nicht Bostalsee, sondern Bostalsee. Puh. Wie viel Kaffee hast denn du jetzt geintus? Puh. Hast du kein Herz, 10. oder? Oh, Du, Informatikerkrankheit, oder? Jetzt kennst du doch Kaffee, ja, rauchen und die ganze Nacht vorm Computer sitzen. ja. Genau, der Ritterfoto. Der Ritterfoto ist, der hat mir auch besucht, das war ganz toll, muss ich euch erzählen. Der Ritterfoto ist ein begnadeter Wildlife-Fotograf. Also der macht es wirklich mit die 800er Teleobjektive. Mit Hm, Ansätzen, Tarnnetz und so weiter. hm, Und der hm. Michael war bei mir auf Besuch ein paar Tage Urlaub machen. Und wir haben jeden Tag uns vorgenommen, jetzt machen wir Wildlife. Leider sind wir jeden Tag im Traunsteiner Hofbräuhaus gelandet, haben darüber nur gesprochen und nach 3, 4, 5 Bier haben wir keine Lust mehr gehabt. Ja. Deswegen Wildlife im Hofbräuhaus. Das war Also meine ich habe ja das Wildlife-Erfahrung. 200 bis 600 Millimeter von Sony, das G-Master. Wenn Was? ich weiß, dass... Ja, natürlich. Warte. Guck mal, wie er mich anschaut. Jetzt kommt ein Torpedorohr. Ach du Schande. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Wahnsinn. Das 200 bis 600 Millimeter, Ja, 1800 Wahnsinn. Euro, 1800 Euro Objektiv hier. Oh, Ja, genau. was für Mount hat das? Für, Das ist ein E-Mount, eben für Vollformat, aber auch ich habe ja APS-C-Kamera mal okay. 1,5, also ich kann mit dem Teil 900 Millimeter Brennweite habe ich mit dem Teil. Wow. Ja, also super. Ich habe auch da super Ergebnisse. Ich fotografiere leidenschaftlich, aber ich habe wirklich aufgehört, ähm, muss ich sagen, Videos zu machen. Erstens Ja. gefällt es den Leuten nicht, glaube ich, so wie ich fotografiere oder wie ich es präsentiere. Ich weiß nicht, ich habe da nie so Stimmt. viele Aufrufzahlen gehabt und eben auch in dieser Fotografenszene nicht wirklich das gefunden, was ich erhofft habe. Ja, also Ja. ja, das macht noch der Pierre Team, wenn man ihn kennt. Ja, genau. Er Motivsuche, er ist da mit einem mit einer Spiegelreflexkamera tatsächlich unterwegs, die Nikon. Sehr viel im Wald unterwegs, gell? Ja, er macht halt wirklich, was das angeht, mehr Waldfotografie. Würde mir auch Ja. manchmal mehr wünschen. Ich schreibe ihm das auch sogar. Ah, Sage ich, okay. hey, ja, ich sag ihm auch, hey, mach mal was anderes, immer dieser Wald und so. Aber das hat er ja wirklich super in den Griff, gell? Ja, ja. Und ja, diese Motivsuche, was mich auch manchmal interessieren würde, weil wenn man ein Motiv sucht und ein Motiv findet beim Fotografieren, dann hat man ja emotional was, ja. Also irgendwas, weil ein Motiv macht ja mit dir was. Eine Perspektive macht mit dir was. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum du sagst, genau das gefällt mir und das löst in mir Trauer, Freude. Auch diese Themen würden mich interessieren. Ja. In dem Moment, wo du dieses Foto fotografiert hast, was fandest du dran geil und was hat es in dir ausgelöst? Ja? Zum Beispiel auch Themen, dass zum Beispiel Farben psychologisch in uns was ausdrücken. Ja? Zum Beispiel eben Blautöne, eben mehr so Ruhe
Ja, Rottöne eher mehr, man weiß es ja schon, einiges weiß man ja schon. Und kann ich mit diesen Elementen tatsächlich umgehen? Kann ich ein Foto replizieren? Kann ich immer wieder dieses gleiche Gefühl rüberbringen? Solche Themen sind tiefgründig in der Fotografie. Und mhm, dann ist diese Technik, die du einsetzt, ob das jetzt eine spiegellose oder Spiegelreflexkamera ist, spielt doch überhaupt keine Rolle. Oder welches Objektiv, wie lichtstark, genau. sondern eben, wie ist die wie findest du deine Motive? Wie suchst du deine Motive? Was für Emotionen empfindest du? Was für eine Geschichte hat dieses Bild Ja. für dich? Ja, Ich glaube, solche Sachen sind interessant. dass es so eine Sache ist, dass es wirklich so eine Sache ist, wie ich mich emotional gerade fühle. Ja, Bin jetzt irgendwie schlecht drauf oder eher depressiv, dann sehe ich kann ja die auch noch. Welt ja Ja, irgendwie ganz anders. ja, Bin ich gut drauf, dann glaube ich, fallen mir die Motive auch ganz anders ins Auge. ja, Das Ganze spielt natürlich in der Nachbearbeitung auch ganz eine große Rolle, also gerade bei mir. Ich merke ja, oft, dass die Fotos wirklich dunkel sind, schwarz sind. Aber es ist einfach, weil in dem Moment sehe ich das Motiv und fühle das Motiv so oder die Situation. Und das mal dann in der Nachbearbeitung. Das, ja. also, Ja, und bei mir ist es halt tatsächlich so, dass eben ich in der Fotoszene Deutsch YouTube, in der deutschen YouTube-Szene bei den Fotografen, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, muss man immer sagen. Es ist nicht immer alles schwarz-weiß, es gibt auch was in der Mitte, aber generell eben Konsum. ja, Jetzt habe ich Fuji-Kamera, jetzt habe ich dieses Objektiv, jetzt habe ich das Licht, jetzt habe ich das, jetzt habe ich den Rauch, jetzt habe ich den. Ja, warum gehen wir denn? Wir gehen raus, um zu entschleunigen. Wir suchen Motive. Und jeder hat andere, sag ich mal, Antriebe, Motive zu suchen. Der eine fotografiert in der Stadt, der andere fotografiert im Wald, der andere fotografiert Makro, der andere macht das, ja. Und ja, man empfindet ja was dabei. Es gleicht ja aus und dann, ja. Und das finde ich auf keinen einzigen Kanal. Da redet man über sowas gar nicht. Ist es unmännlich oder wir sind doch okay, kreativ, wir sind doch kreative Menschen. Und ja, man muss auch über Gefühle, über Eindrücke. Wenn ich habe meinen Onkel verloren vor 3 Jahren an Krebs, an diesem verdammten Krebs. Und bin dann einen Monat lang fast jede Woche mindestens einmal Drohne geflogen. Und wenn ich mir heute meine Drohnenflüge angucke und die Musik, die ich dazu ausgewählt habe, sind es meine emotionsreichsten Drohnenflüge gewesen. Auch mit ja, dieser Musik. Ich kriege heute noch manchmal eine Gänsehaut. Und heute kann ich dir sagen, ich war in tiefster Trauer. ja. Und Ich kenne, hab diese Trauer in meine genau. Drohnenflüge mit reingenommen, die Mhm. mit Musik. Ich habe praktisch, während ich war, auch diese Videos geschnitten habe, teilweise geweint, ja. Ich, Äh, ich kenne und so Videos auch und dann, die man heute nicht mehr anschauen kann, weil da will ich auch sofort wieder in die Trauer verfallen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich dann aber zurückhalten müssen, weil ich mir so arg gedacht habe, ist ja für einen Zuschauer, der kann jetzt mit dem Zustand gar nichts anfangen, wenn man so Mhm, den Background nicht kennt. Also ich habe mich da wirklich teilweise zurückhalten müssen. mhm, mhm, Aber ich kenne das, ich kenne das. Und das kann, hallo Sven, grüß dich. Und das, verstehst du, was ich meine? Es ist so eine Gratwanderung, wo ich sage, okay, ich kann jetzt nicht so ein depressives, das Wort passt vielleicht nicht, Video machen, wo ich den Zuschauer auch mit runterziehe, was ich eigentlich gar nicht erreichen will. ja, aber eben du kannst lernen als Fotograf, Mhm. diese Emotionen in deinen Werken also zu übertragen. Ja, Und dann hast du irgendwann mal dein Handwerk im Griff. Wenn du heute sagst, ich mache emotionsreiche Fotografie, sei es jetzt ins Negative oder ins Positive, ja, oder glückliche Momente, wo ich fest habe, und die dann auch wirklich, sag ich mal, reproduzieren kannst, ja, hast du dein Handwerk vielleicht irgendwann mal im Griff. Das ist ja und auch eben darüber reden, ja, warum, wieso, weshalb, was du ja, da, vielleicht hat man sich auch verfehlt. Und dann eine Community vielleicht sogar, in der Community hast du den einen oder anderen, sage ich mal, Fotografen, der wirklich Fotograf ist, ja, ja, und nicht nur Konsumer, ja, und dann dir vielleicht sogar ein Feedback gibt, sagt, hey, Markus, da wolltest du vielleicht Freude vermitteln, aber bei mir ist es eher mhm. andersrum angekommen, weil, ja, und das sind so das fehlt mir ein bisschen so in der deutschen Foto-Community. Das Ich fehlt habe mir. ich hab da mal so ein Format im Kopf gehabt, was ich machen wollte. Da gibt es so immer so Challenge. So, keine Mhm. Ahnung, fotografiere eine Parkbank in 1000 Ansichten oder Makrofotografie oder und
was ich machen wollte, das ist eine große Herausforderung, und zwar Gefühle fotografieren. Ein Mhm. Schlagwort, dass man sagt, ich fotografiere jetzt Freude. Also nicht Mhm. Objekte, sondern Gefühle fotografieren. Mhm. Oder ich fotografiere Trauer. Oder ich fotografiere, äh, keine Ahnung, was es halt für Gefühle gibt. Das, glaube ich, wäre eine ganz eine tolle Herausforderung, mal sowas zu machen. Und dann gezielt auf solche Motivsuchen zu gehen. Mhm. Mhm. Genau. Das wäre, glaube ich, Sven Klügel Fotografie. Morgen vor 11 Jahren ist mein Vater gestorben. Erstmal dafür mein Beileid. hm. Abends habe ich Makrovideos aufgenommen. Mhm. Und was hat das in dir ausgelöst, Sven? Ist es dieses Sven Klügel, den wo ich meine, Ja, oder, genau. ist klar, okay. Ja, was hat das in dir hast du dann damit deine Trauer verarbeiten können oder eher bist du da in deiner Trauer eben aufgegangen? Ich wollte nur mal eben die Hintergründe wissen. Oder hat es dich einfach nur von deiner Trauer abgelenkt? Alles möglich, ne? Ist die Frage, ja. Bei Ablenken. Du, auf YouTube kann ich morgen, ja, Stefan Wiesner heißen, 01, geht. Ja, okay, zum Ablenken. Es ist ja eben. Und das ist schön. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Bilder mir anschaue und auch dieses Feedback habe oder dieses Hintergrundwissen, dass du dich eben deine Trauer dadurch auch ein bisschen abgelenkt hast und so. Für mich als Betrachter ist es wichtig. Also ja, und weil der Markus hat mich vorhin gefragt, warum ich mich von der Fotografie-Szene so distanziert habe. Es war nur noch ein es ist nur noch Konsumieren. Es ist nur noch, jetzt habe ich keine Sony mehr, jetzt habe ich halt eine Fuji und jetzt habe ich keine 13 Millimeter mehr, jetzt habe ich eine 13 Millimeter mit 1,8 und so. Und das zieht sich durch die ganze deutsche YouTuber-Fotografen-Szene und ich bin da so übersättigt und wir diskutieren alle Themen. Ist Vollformat besser als MFP? Ist MFP besser als APS-C? Nein, wenn du halt ein scheiß Fotograf bist, dann hilft dir kein Prozessor weiter. Hm. Und einfach mal, dass man das ganz klar mal nach außen signalisiert. Geh raus, fotografiere, ob es dein Smartphone ist, ob es dein Butterapparat ist von deiner Großmutter, spielt überhaupt keine Rolle. Genau. Machen, 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 machen. Und wenn es dir Spaß macht, dann mach es eh. Ansonsten, ich verstehe auch diese Fragereien nicht, ja. Und da muss man permanent eben, wenn ich die Kohle habe, dann habe ich alle 3 Systeme, aber ich habe die Kohle nicht, also so gut verdienen tue ich dann auch nicht. Ich habe mich für ein System entschieden, was vom Budget her auch mir passt. Ich habe Sony-Kameras und da gibt es halt einfach viele Objektive, die gut sind und die nicht so teuer sind, die ich mir leisten kann. Das ist der Grund, warum ich mich für Sony entschieden habe. Hätte ich mehr Geld, dann würde ich mir wahrscheinlicherweise auch Kameras für mehrere tausend Euro Hm. kaufen. Einfach ehrlich da rausgehen und dann gucke ich halt, dass ich mit dem, was ich habe, ja, glücklich werde und eben das Ergebnis erreiche. Ja. Ja, Geht mir aber gute, genauso. Entsch Gut, gute so, Entscheidung. genau. Also davon abgesehen, dass Nikon die beste Kamera ist, stimme ich dir da vollkommen zu, Murat. Mit Nikon habe ich angefangen. Wie bitte? Mit Nikon-Kameras habe ich der Fotografie angefangen. Du bist nicht dabei geblieben. Ich sag dir auch warum. Also ich habe da eine ganz einfache Erklärung. Ich war damals genauso frisch oder grün hinter den Ohren wie viele andere auch und habe dann die ganzen Sony-Videos angeguckt von Felix Bar, von den ganzen großen YouTubern, die gevloggt haben. Mhm. Weil die Videografie hat mich eigentlich mehr interessiert und meine Nikon-Kameras konnten damals in Anführungsstrichen nur in Full HD, hatten einen sehr schlechten Autofokus. Äh, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte auch eben mit so einem tollen Bouquet, mit so einem lichtstarken Objektiv Okay. unterwegs sein. Ich möchte auch dieses Professionelle können. Und ich bin eigentlich auf Sony umgestiegen wegen dem schnellen Autofokus und weil Mhm. es halt die großen YouTuber immer angepriesen haben, das ist so das Beste. Okay. 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 Und dann irgendwann mal hatte ich dann 4, 5, 6, 7 Objektive, also Mhm. schon eine gewisse Summe finanziert. Und der normale Durchschnittsbürger, der kann halt nicht von heute auf morgen sagen, er wechselt sein komplettes Kamerasystem
weil er Ja, gerade 10 Mille auf der Seite hat. Also ich rede jetzt von dem 0815 Deutschen, der normal ja, arbeiten geht. ja. Ja, dann bleibst du halt bei deinem System Hm. und guckst, dass du daraus das Beste machst. Und dann habe ich ja gemerkt, dass ich ja selber eigentlich noch gar nicht gut bin im Motiv finden, dass ich noch nicht das Auge habe, dass ich einfach viel mehr fotografieren Ah, muss. das ist bei dir aber besser geworden, Murat. Ich schaue das schon ganz lang, beobachte ich deine Fotografie. Ja, ja, ich Also habe viel das ist dazu. schon wesentlich besser geworden. Ja, und ich lerne halt immer mehr dazu, Ja, ja, also aber auch von den anderen und nicht nur von den Großen. ja. Weil zum Beispiel die Fotografie zwischen Jaworski oder Wiesner, die Bilder sehen so gleich aus, ich kann das gar nicht mehr unterscheiden. Hm. Ich kann die Bilder von Wiesner und Jaworski, die haben schon ein Level vielleicht erreicht, wo ich sage, die ähneln sich sehr. Ich gucke schon auch mal bei ganz normalen YouTubern, die eine Reichweite mit 200, 300 Abonnenten haben, gucke ich Hm. mir Bilder an. Und ich gucke mir auch bei YouTubern, sag ich mal, Bildern oder ich bin auch viel auf Instagram. Und dann versuche ich immer noch, ich bin ja eben noch im Depth, muss ich sagen, mein eigenes zu finden. Und ich verändere mein eigenes so oft, dass dann Ja. manche sagen, da hast du zu viel bearbeitet, da hast du zu wenig bearbeitet, da hast du zu gesättigt, da hast du das. Also ich habe mein eigenes noch selber nicht. Ich bin jetzt im Januar 54 Jahre alt Hm. und ich habe mich selber noch nicht gefunden in der Fotografie. Aber das liegt nicht an der Technik, das liegt einfach an mir persönlich. Ja? Ich muss mich noch weiterentwickeln oder ich will mich Ja. noch weiterentwickeln. Und das würde ich so viel Leuten da draußen am liebsten mal, Aber ich ja, weiß nicht, ob man sich das selber finden muss, wenn man sich Künstler anschaut. Weltbekannte Künstler, die haben während ihres Lebens auch unterschiedliche Stile gehabt. Die haben sich mhm, nicht irgendwann gefunden und sind dann dabei geblieben, sondern mhm, die haben sich auch mhm. weiterentwickelt. Und das war halt dann ein paar Jahre, das irgendwie Was anders ich, war. was ich halt brutal stark finde, ist halt, du siehst ein Foto und du weißt, können nur die zwei gewesen sein. Okay. Das finde ich schon auch, so weißt, wie bei einem guten Musiker, du hörst ihn singen. Du Mhm. weißt, das ist der und der, wenn du jetzt Radio hörst. Da weißt du genau, okay, Ja. die Stimme, das ist Phil Collins. Das ist Phil Collins, das weißt du. Weil der hat so eine extravagante Stimme, weißt du, der hat seinen Stil. Das ist ja in der Fotografie auch so. Wenn du zum Beispiel, das wäre das Schöne, wenn man das mal diesen Level erreichen könnte, dass zum Beispiel du irgendwo ein Bild siehst und dann sagst du, ah, das ist ein Bild von Murat. Ja, 100 Pro, das kann nur Murat sein. Weißt, wenn du das erreicht hast, dann hast du, glaube Mhm. ich, wirklich auch ein Level erreicht, wo ich sage, wow, ja. Aber von so einem Stil wieder wegkommen ist auch schwierig. Ja, Wenn man also, sich mal so eingefahren hat, weißt du. ja, ja, es gibt ja, sage ich mal, Leute, die haben mehrere Stile, wo sie präsentieren können, so wie du vorhin auch gesagt hast. Aber so den eigenen Stil erreichen in der Fotografie, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Meine Fotos sind immer zu dunkel. Wer sagt es? Zu dunkel, immer zu dunkel, schwarz. Am Findest liebsten du wäre mal jetzt schwarz-weiß. dein eigenes Empfinden? Ja. Okay. Aber Murat, wir könnten ja mal, wenn wir wieder mal zusammen streamen, ein paar Fotos herzeigen. Können wir gerne machen, ja. Ich habe jetzt einige gemacht. Okay. Ich habe einige gemacht. Ich bin jetzt momentan mit dem 18 bis 300 Millimeter Tamron unterwegs. Ist absolut nicht lichtstark. Mhm, okay. Und trotzdem gelingt mir gute Fotos damit, hoffe ich. Also ich sage immer, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weißt, diese türkische und deutsche Mentalität wird mir manchmal in der Mischung zum Verhängnis, weil ich sage Okay. sehr gerne mal, ich mache tolle Bilder, aber wenn ich sage, ich mache tolle Bilder, dann sind es Bilder, die ich gut finde. Also Okay. ich rede von Bildern, die ich gemacht habe und die ich Mhm. gut finde. Natürlich kann sein, dass jemand anders das anders sieht, ja. Also, Ist weil normal, ja. manche sagen, du bist ja ganz schön von dir selbst überzeugt, ja. Also ich habe Okay. Bilder gemacht von dem Sonnenaufgang, von der Natur mit Mhm. dem 18 bis 300 Millimeter, wo ich selber sage, wow, die gefallen mir, ja. Genau, die Aber gefallen dir. Das heißt die nicht, dass sie gefallen jedem mir, gefallen ja, müssen. genau. Genau. Ja, ist doch Ja, ganz aber es kann normal. natürlich sein, dass jetzt, wenn irgendjemand hier im Stream diese Bilder sieht, denkt sich, das kriege ich ja mit meinem alten Smartphone auch besser hin. Möglich wär's. Mhm. Da muss man Okay. auch ein bisschen vorsichtig sein, ja. Okay. Ja, das könnte man mal machen. Mal ein paar Fotos raussuchen, mal anschauen zusammen. Vielleicht sogar zu dem Thema, weil das kommt, glaube ich, ja ziemlich gut an, ist eben so die Emotionen, die Gefühle bei der Fotografie.
Das wäre, glaube ich, mal so eine richtig tolle Idee. Und das könnte man mit dir eigentlich ganz gut vorstellen, weil wir da so ziemlich auf einer Wellenlänge sind. Also ich tippe hier mal meinen Instagram-Account in den Live-Chat rein. Mhm. Mdurul heiße ich auf Instagram. Es ist kein Aufruf, dass ihr mir dort folgen sollt, aber dort seht ihr ein paar Bilder von mir. Es ist auch kein Aufruf, dass ihr Murat Vlog abonnieren sollt, weil ich mache ja nicht YouTube, um Abonnenten zu generieren, um Reichweite zu generieren. Ich sage es nur in jedem Video, dass ihr mich abonnieren sollt. War das jetzt sarkastisch? Dieses ewige Thema, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf YouTube bei mir mal vorbeischaut. Und falls euch meine Videos euch gefallen, dann freue ich mich über ein Abo. Und tschüss an Sven Klügel. Ich habe einige Videos von dir geschaut. Finde gut, was du machst. Du hast das Hypen vergessen, Murat. Hypen. Wie geht das? Naja, du musst ein Video Daumen nach oben und dann hype das Video. Hype ist das Neueste. Ah, okay. Also Hype das Video. du musst es Hoffentlich bringt es auch abonnieren, was. abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben, hypen, teilen. Die 5 Sachen. Der Dirk sagt, er kann nicht hypen. Das wundert mich jetzt gar nicht. Der Dirk kann nicht hypen. Das ist Also so. bei mir, Dirk, geht es eigentlich auch nur am Handy und das Video, glaube ich, darf nicht älter als 7 Tage sein. Ah, okay, okay. Dann funktioniert das. Und ja, das ist ja für kleine Kanäle, hat es ja geheißen, das ist ja von YouTube, Entschuldigung, eingeführt worden. Kleine Kanäle bei YouTube sind 100.000 Abonnenten. Okay. Also wenn einer über 100.000 Abonnenten hat, dann kann man es nicht hypen. Das war so Also, gedacht für die Kleinen. darf ich so am Schluss von unserem Livestream so langsam mal sagen, was meine Projekte Richtung Fotografie sein werden? Ich habe circa 20 Sony E-Mount Objektive. Darunter sind auch ein paar von Sigma. Und ich möchte zu jedem Objektiv eine Vorstellung machen und mindestens zu jedem Objektiv 2, 3 Videos als Fotowalk. Und ich will die Serie nach Weihnachten anfangen, weil jetzt habe Okay. ich sehr viel Camping-Videos gemacht in den letzten paar Monaten. Und ich habe dieses eigentlich jetzt nicht erst erfunden. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Pierre schon darüber geredet. Der kann Mhm. es also bestätigen. Ich habe gesagt, Pierre, ich habe da ein Projekt vor. Ich möchte jedes Objektiv nochmal vorstellen. Da sind auch ältere dabei, zum Beispiel das Sigma 16 mm 1.4. Ich möchte eben Starter-Kit-Objektive nochmal vorstellen. Da gibt es natürlich auch von anderen Videos, aber ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, weil ich das schon länger machen wollte. Und ich habe so circa 20, 22 Objektive. Ich bin so ein Jäger und Sammler. Ich verkaufe keine Objektive. Wenn ich mir eine leisten kann, dann landen sie bei mir praktisch in meinem Objektivpool. Und ich möchte dann jedes Objektiv nochmal eben in die Hand nehmen. Ich möchte dann mehrere Wochen mit dem Objektiv dann unterwegs sein, Ja, noch was wenn's ein, Größeres. genau, und dann immer auch mit einem Objektiv unterwegs sein. Also wenn ich ein Weitwinkelobjektiv habe, dann habe ich halt ein Weitwinkelobjektiv nur Mhm. dabei. Und ich möchte mich dann ganz auf diese Technik oder auf dieses Objektiv halt einlassen, auf die Geschichte und versuchen mit diesem Objektiv praktisch Perspektiven zu finden, interessante Perspektiven zu finden. Und vielleicht entdecke ich da nochmal was für mich Persönliches, vielleicht auch Mhm. eine persönliche Entwicklung und werde das dann auch in 2, maximal 3 Videos pro Objektiv eben, werde ich das dann auf meinem YouTube-Kanal parallel zu Camper-Videos praktisch auch eben im Abwechseln auf meinem Kanal bringen. Und ich möchte einfach, dass die Fotofreunde, die Fotografiefreunde unter euch das wissen. Und ich wohne ja hier im schönen Schwarzwald. Dann kommt natürlich auch sehr, sehr viel aus dem Schwarzwald. Und in jedem Video habe ich meistens auch einen kleinen Drohnenflug drin. Du musst doch mal in deine Schwarzwald-Videos mal die Damen mit den schwarzen Hüten und den roten Bällchen. So kenne ich Ja, und Schwarzwald. Die muss man ja, ja. fotografieren. Das macht ja einer hier sehr, sehr erfolgreich. Und der hat einen Maßstab gesetzt, da traust du dich ja gar nicht mehr an das Thema dran, ja. Ah, okay. Ich schicke dir mal nachher eine Okay. Webseite. Schau das dir mal in Ruhe an. Das Ja. macht hier einer, der macht es so klasse. Jetzt musst du aber Es ist, jetzt musst du aber nur ja, aufpassen, gell? Es gibt Objektive, die halt das heißt Festbrennweite.
Echt, ohne Witz, habe ich vor kurzem gesehen, da musst du zum Zoomen laufen. Ich meine, ich bin Ich habe ganz viele davon, ja, ja. echt, Ja, ich habe das 50 Millimeter, 30 Millimeter, dann habe ich das 85 Millimeter Festbrennweite. okay. Ich habe einige Festbrennweiten und ich habe natürlich dann auch relativ gute Zoom-Objektive, das Tamron 17 bis 70 Millimeter Mhm. 2.8, eben das Tamron 18 bis 300 Millimeter habe ich, das 200 bis 600 Millimeter habe ich hier. Also ich habe schon einige durchschnittliche, aber auch gute Objektive habe ich hier. Also Festbrennweite würde mich auch mal interessieren. Ich habe nur Mhm. Teleobjektiv. Aber ich glaube, du wirst da richtig faul damit. Ja, du wirst faul, aber du bist natürlich auch flexibler und du merkst ja tatsächlich den Schärfeunterschied oder sag ich mal die Qualität der Bilderunterschied im direkten Vergleich. Also nur ganz kurz, weil du es angeschnitten hast. Ich habe eine Hochzeit fotografiert, das war draußen bei gutem Licht, die haben draußen geheiratet und ich hatte das Tamron 17 bis 70 Millimeter dabei, 2.8. Und ich hatte das 50 und 35 Millimeter 1.4 von Sigma dabei Mhm. und habe mit zwei Kameras fotografiert. Ich habe zwei APS-C-Kameras, einmal die 6500er Sony und einmal die Sony 6.6, also zwei Kameras. Ich habe dann immer im Wechsel, je nach Situation, habe ich fotografiert und bin dann nachher nach Hause und habe mal die Bilder, die ich gemacht habe mit der Festbrennweite, verglichen mit den Ergebnissen von den 17 bis 70 Millimeter von Tamron. Wenn Okay. ich jetzt, wenn ich jetzt die Bilder von 70 bis 70 Millimeter von Tamron anschaue, sind die Bilder klasse. Mhm. Aber vergleichst du es tatsächlich mit einem Bild, wo du mit der Festbrennweite gemacht hast, sind die hochwertiger. Ah, okay. Und ich war selber erstaunt. Ich habe das Ja, dann aber selber hier auf meinem 4K-Display gesehen. Das Ding hat mhm. 32 Zoll. Und dann habe ich die Bilder wirklich so nebeneinander gehabt. Und dann habe ich Mhm. gesagt, interessant und irgendwie auch genial, wie tatsächlich du den Unterschied dann im direkten Vergleich sehen kannst. aber, Obwohl beides ja sehr gute Objektive sind, ja. aber ich stelle mir vor, bei so einem Teleobjektiv, da bleibt ja auch physikalisch irgendwas auf der Strecke. Geht da logischerweise gar nicht anders. Also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass bei der Festbrennweite du eine bessere Qualität hast. Aber ich müsste mich damit bewegen. Zum Zoomen. Ja, ja, klar. Was Aber hat der das macht, Michael? 400 Millimeter. ja. Michael, du hast doch keine 400 Millimeter. Das Ding, was du dort hängen gehabt hast, das waren doch mindestens 800. Das war so ein Kravenzmann. Mit zwei Haltegriffe und Schubkarre. Ja. Ja, Stoppschild. Schade, schön, dass du da warst. Wir lesen Ja, uns, gell? Ciao, schön, ciao. dass der Dirk da auch da war. Dirk und ich, wir kennen uns ja auch schon persönlich, also da ist schon eine gewisse Freundschaft da. Und wir sind permanent am gegenseitigen, ja, aber im Endeffekt alles nur Spaß. Wir mögen uns, glaube ich, sehr. Hoffe ich, oder Dirk? Der ist schlimm, der Dirk. Der Dirk, ja, ganz, ganz schlimm, ja. Und da macht er wieder die Türkei laufend Urlaubsvideos und ach Gott. Ja, ja, genau, genau. Und dann, ihr kriegst ja noch Augenkrebs, da habe ich mal seinen Oberkörper frei gesehen. Ach, das habe ich auch Da, gesehen, um Gottes da bin Willen. ich, oh Gott, da hat es mich nach hinten gehauen. Da habe ich gesagt, nee, Pornografie auf YouTube. Und Ja, er hat nicht mal einen Strike bekommen. Wahnsinn. erst bei 2 Tage die Augen ausspülen, das weiß ich noch. Ja, ja, ja. Ich Aber habe das guten im Spiegelbild, Appetitzyklus. ja. Ja, ja, ja. So, Hey, das hast du wir zurückbekommen. beide tun gerade so, ob wir voll schlank werden, gell? Und Ja, besser, ja. und besser aussehen würden. Ja, ja klar, das ist kein Bauch, das ist ein Fass. Der Sven ist ja immer noch da. Auf der Ja, Fotobörse gab es einen Minolta Spiegelobjektiv mit 1600 Millimeter. okay. Oha, okay, klar. Genau, ist sehr interessant, ja. Biertransportbehälter. 24 Zuschauer. Möchten wir unseren Wahnsinn. Zuschauern jetzt was sagen? Sie können die Leute den Livestream jetzt bei dir auf deinem Kanal aus der Konserve noch gucken? Ja, Genau. es wäre interessant, ich muss mal schauen, ob ich so ein Collab einstellen kann dann beim Stream, Mhm. Mhm. dass dein Kanal da praktisch auch mit auftaucht. Das wäre. Ja, alles gut.
Weißt du, ich sage dir ganz ehrlich, ja, mein Kanal wächst nicht, mein Kanal bleibt stehen. Du musst mehr sagen, abonniert's. Geht's beim Murat Noch drüber, mehr, ne? abonniert's. Nee, 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 nee. Also es wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ich, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe immer manchmal das Gefühl, ich verstehe YouTube. Dann mache ich ein Video, dann kriegt dieses Video in 3 Wochen 20.000 Aufrufe. Mhm. Dann mache ich 2 Videos, nochmal 2 Videos, dann geht so, eben, wenn man es nach so einem Diagramm sieht, dann gehen die Aufrufe nach unten. Jetzt bin ich wieder am Tiefpunkt gelangt. Jetzt habe ich pro Video 200 Aufrufe. Und dann mache ich wieder irgendeinen Titel, also ich muss irgendwann mal den Algorithmus von YouTube irgendwie treffen. Ab und zu habe ich Glück. Und dann Ja, macht es wieder so einen Peak, dann geht es wieder ganz hoch. Und dann bin ich selber erstaunt. ja, Dann denke ich wieder, oh Gott, was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt wieder gemacht, dass die Leute mich wieder schauen ja, und sogar noch gut finden. Dann ja, kriege ich auch ganz, ganz viele Kommentare. Du bist so authentisch, du bist so sympathisch, ja, hab ein Abo dagelassen. Und von den Leuten höre ich nie wieder was. ja, Die sind weg. ja. Keine Oder, Ahnung, ja, nie genau. wieder. Ja. Die kommentieren nie wieder. Also die kommentieren auch nichts Negatives. Aber die Also, sagen ja, ich habe das ein bisschen verfolgt, erst hat er erst geheißen mit dem Sommerloch. Und so ja, ab August sind die Aufrufszahlen runtergegangen. Und da bei mir wird nicht. auch vermutet, dass die ganzen Leute, die mit Adblocker schauen, dass die Aufrufe Ah, gar nicht mehr gezählt werden. Also da laufen einige ah, Sachen, wo die Leute sich überlegen, was Algorithmusänderung oder. ja, okay, okay. Aber es ist Ja, eher gut, erst aber einmal weil, gemeint, ist das also, Sommerloch. also YouTube bleibt für mich ein Phänomen. Es ist ein Hobby. Ich habe einen geilen Job. Was heißt der geilen Job? Ich möchte endlich mal in die Rente. Ich arbeite so 40, 45 Stunden, manchmal 50 Stunden in der Woche. Und ich mache eigentlich YouTube als wegen Ausgleich. Ich glaube, Du bist jetzt 54, 52. ich werde im Januar 54. Ganz dünnes Eis, mein Du Freund. hast noch mindestens 21 Jahre Arbeit vor dir, sag einmal. Nein, 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 nein. Ich will so mit 63 aufhören, Wie 64 bitte? aufhören. Ja, realistisch gesehen will ich Das aufhören, denkst ja. du. Mal schauen, ja, was da alles auf mich zukommt. Nee, tatsächlich merke ich auch, dass so langsam die Batterien leer sind und ich noch ein bisschen leben möchte, bevor ich abkratze. Auf Ja. gut Deutsch. Hoffentlich klappt es und wenn es nicht klappt, dann lasse ich mir was einfallen. Genau. Na dann kann's dir eh egal sein, wenn es nicht klappt. Mal gucken, was wir da machen. Irgendwas fällt mir wahrscheinlich noch ein. Vielleicht habe ich dann irgendwelche Alternativen, keine Ahnung. Naja, Murat, wie wird's ausschauen? 2,5 Stunden. Der Jonas muss ins Bett langsam. mir hat es halt brutal Spaß gemacht. Der Also sitzt hier den ganzen Tag. ich muss tatsächlich morgen wieder um halb 6 raus und morgen Ja. Abend gucke ich Fußball. Also ja, Oh, okay. ja. Ja, morgen ist ja wieder Montag. Ja, ich habe ja Kanakenwurzeln. Ich bin ja Türke, aber ich bin voll integrierter Deutscher. Ich mag am liebsten Schnitzel mit Pommes. Ich bin sogar beim Italiener und esse Schnitzel mit Pommes. Ja, das kriege ich hin. Bist du ja, ja. Aber ja, ja, das mache ich tatsächlich. Ich war gestern Abend waren wir beim Italiener hier und da habe ich beim Italiener Schnitzel mit Pommes gegessen. Alle haben mich komisch angeschaut, aber es war lecker. Die haben es trotzdem gut hingekriegt. Ja. Ich habe Nee, mal die Anekdote. morgen Abend gucke ich Fußball, spiele Istanbul Fenerbahce gegen Galatasaray. Das ist ein Derby. Und Ach, dann okay. treffe ich mich mit Freunden und ja, wenn wir uns nicht umbringen morgen nach dem Spiel, dann kommt nächste Woche bestimmt noch mal ein Video von mir. Ich finde ja die Anekdote von dir so toll, was du mir erzählt hast. Jetzt muss ich bloß schauen, ob ich das zusammenkriege. Und zwar Ja, ja, also, war dein Vater ja richtig, richtig deutsch ja, mit seinem Mercedes. ja. Er gesagt hat, jeder Deutsche, anständige Deutsche, Also fahrt mit. ich war ja so ein richtiger Türke, der dann irgendwann mal ins Fitnessstudio gegangen ist, Muckis aufgebaut hat, Kampfsport und so. Schnauzer, habe dieses komplette Klischee erfüllt. Ich war auch ein guter Tänzer. Ein paar Mädchen mochten mich damals. Ich war, glaube ich, gar nicht so übel, kam ich bei den anderen Geschlecht an. Und war dann tatsächlich so, dass ich dann, keine Ahnung, ich kann ja nicht warum sagen, alles, was deutsch war, war blöd. Okay. Also alles, was deutsch war, war blöd. Also ich hatte so eine Phase, ich muss sagen, so 2, 3 Jahre. Almans, Kanaken, Kartoffeln, hier. Kartoffeln, Ja, ja, Sauerkraut. ich habe dieses Klischee komplett damals erfüllt. Und mein Vater hat es ja eben immer ein bisschen mitbekommen, aber Ja. nicht so, bis ich dann irgendwann mal, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft war ich dann, ich glaube, ich war für Argentinien. Ich glaube, 90 war das sogar. Da war ich 18. Okay. Ah, Und, und dann war tatsächlich so, dass mein Vater mit mir das Spiel angeguckt hat und er hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich für die Argentinier mitfiebere.
Dann hat er kurz den Fernseher lautlos gemacht, guckt mich mit seinem strengen Blick an, sagt er, bist du für Argentinien? Sage ich ja. Und dann sagt er zu mir, warum? Ja, weil ich die cooler finde. Dann sagt er zu mir, verdienst du dein Brot in Argentinien? Hm. Dann gucke ich meinen Vater an, nein, du verdienst dein Brot doch in Deutschland. Warum fieberst du nicht für die deutsche Hm. Nationalmannschaft? Hm. Das hat mein Vater mich so angeguckt. Und dann hat er mit mir ein Gespräch geführt. Bei mir ist es immer so, das hat nicht sofort gewirkt. Ich war jung und dumm. Das dauert ja. Aber es hat mich beschäftigt. Und immer wenn ich so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, haben diese Wörter, die mein Vater von sich gelassen hat, haben dann bei mir was bewirkt, ich habe, glaube ich, so ein Jahr noch gebraucht, bis Okay. ich dann wirklich meine Grundeinstellung geändert habe. Das Und ist klar in dem da bin Alter. ich auch grundfroh. Mein Vater ist immer ein deutsches Auto gefahren, weil er Hm. gesagt hat, wenn er schon in Deutschland leben darf, dann fährt er auch ein deutsches Auto. Mein Vater war immer für die deutsche Nationalmannschaft. Mein Vater hat auch den deutschen Musikcontent angeguckt und hat sich gefreut, Hm. wenn die Deutschen gute Punktzahlen bekommen haben. Das einzigste Mal, wenn er gegen die deutsche Nationalmannschaft war, das muss ich aber auch offen und ehrlich sagen, das war, wenn die Türkei gegen Deutschland gespielt Ja, hat. gut. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, aha. Dann Jetzt hat er habe ich zu dich mir erwischt. gesagt, dann hat mein Vater nur zu mir gesagt, Murat, die Deutschen sind schon so erfolgsverwöhnt, und die Türken hatten eigentlich noch nie was erreicht. Weißt, zu der Zeit hat er gesagt, dass ich einfach für mein Vaterland wünschen würde, dass sie sportlich da mal was erreichen. Schön. Das war die Erklärung. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Aber siehst du, das habe ich gemerkt, weil ich das so Ja, toll ja, gefunden habe. das war wirklich. Ja, und Erziehung Und ist ich glaube, alles. Und meine zwei Schwestern und wir sind total Multikulti. ja, Mein größerer Freundeskreis ist eher deutsch bei mir mittlerweile. Und ja, und meine Partnerin, die ist ja auch Deutsche und die sagt zu mir manchmal, Murat, also ich habe noch nie einen Türke gesehen, der so deutsch ist wie du. Ich bin schön. manchmal deutscher als sie, also auch von der Arbeit und von der Genauigkeit und so Ja, her. Ich bin der Typ, der Pünktlichkeit. komplett alles runterreißen würde, wenn es nicht am Endeffekt gerade ist, dann nochmal hochziehen Ja, würde, der bin ich, ja. schön. Ja, Könnte man sich oder ja, in der heutigen Gesellschaft mehr wünschen, so eine Einstellung. Ja. Dann würden ja, wir uns nicht so viel Sorgen machen. Ja. Da wäre es ja ja, viel mehr miteinander. Das ja, wäre schön. das wäre schön, ja. Das wäre aber für den ganzen Planeten gerade schön, ja. Genau. Murat, ich bedanke mich für die Anekdote noch aus deinem Leben. Finde ich immer total spannend, wirklich, weil Ja, mich es fasziniert. danke. Danke, Leute. Danke auch an den ganzen Live-Chat hier. War mega sympathisch. Ihr wart wieder alle sehr, sehr korrekt. Hochwertig finde ich das immer so. Ich habe auch schon mal anderes erlebt und gesehen. Ja, und ja, Markus, lass uns nicht nochmal 2 Jahre warten für den nächsten Livestream. Plan wieder was Unbedingt. ein. Ich komme gerne als Gast, lade dich auch mal gerne ein zu anderen Themen. Dankeschön. Ja, Wie es gesagt, da gibt ja können wir immer mal was. schauen. Fotografie und Emotionen habe ich total spannend gefunden. Das bin so richtig Hm. angefixt. Ja. Können wir gern machen. Aber wir sind eh im Kontakt. Gibt's so gut wie keinen im deutschen YouTuber-Creator-Bereich, der sich mit Emotionen und Fotografie und Motive und so beschäftigt, wie ich das eigentlich mir immer so vorstelle, was eigentlich Fotografie hier ausmacht. Ich höre immer nur wieder, oh, Fuji, hier diese Kamera Ja. lugt, hier das neue Objektiv und hier freistellen. Denke Du, ich ich nur, werde echt einmal mit offenem Auge so durch YouTube schauen, ob mir da was auffällt, ob es da sowas ja, gibt. mach das mal bitte. Ja. Ja. Genau, Also, an den Chat, vielen lieben Dank genau. für dass ich nicht mehr so oft gestreamt habe. Die letzte Zeit waren da echt einige Leute da. Genau. Ciao, Abonniert, ciao. Daumen nach oben, kommentiert. Ihr könnt es in der Dose anschauen. Schaut unbedingt bei Murat drüber zum Ja, Toni. ja, Toni oder Aschekult. ja, genau. Wer wissen will, wer der Toni ist, schaut es euch an. Genau, macht Und es. in diesem Sinne muss ich jetzt hier auf Beenden drücken. Wenn du den Browser schließt, dann bin ich halt auch weg. Aber wir können uns gerne auch mal anders mal unterhalten, denn Nee, ich muss morgen raus. ja. Dann drücke ich hier auf Stopp und mache die Studie zu. Tschüssle. Ciao, ciao und Ciao. danke.